Grüezi miteinander. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich muss da noch ein Licht einschalten. Grüezi! Es ist wieder so weit, es geht wieder weiter. Ich habe mich entschlossen, heute wieder Jurassic World Evolution 2 weiterzuspielen. Weil letztes Mal sind wir nicht ganz fertig geworden mit der Mission und ich werde die noch fertig bringen. So, jetzt noch schnell das eine Licht hier einschalten. Zack, jetzt bin ich ein bisschen heller. Wow. Sehr schön. So, Chat, wie geht's euch? Wie immer, es geht nicht. Ich habe das Stream Deck Update gemacht, es ist alles kaputt. Darum habe ich auch wieder Verspätung. Mein Gott, immer die Technik. Immer die Technik. Bin ich überhaupt live? Fragen über Fragen. Moment, mal schnell. Ich muss da noch etwas troubleshooten. Also ich weiss ja nicht, die von euch, die auch ein Stream Deck haben, wartet mit dem Update. Irgendetwas ist nicht so gut da. So, come on. Come on. Nice Tool hat es mir nicht gestartet. So, jetzt glaube ich. Jetzt müsste es gehen. Oder auch noch nicht ganz. Momentchen, bin gerade so weit, lieber Chat. Es gibt heute auch noch Gameplay, keine Angst. Aber manchmal muss schnell ein bisschen Troubleshooting sein. So. Wo ist es denn? Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache, ich muss hier ein Tool schnell neu mit Twitch verbinden. Das hat mich da irgendwie rausgeschmissen. Keine Ahnung wieso. So, come on. Come on, verbinden. Yes, sehr gut. So. Sollen wir da nochmal schnell testen, ob es geht? Jetzt geht's. Ich bin der Troy. Yay! Ich streame auf meinem privaten Channel twitch.tv/TroyHammaren jeden Samstag. Und jeden Mittwoch bin ich da bei brack.ch. Gibt immer mal, also die Idee ist, dass es unterschiedliche Games gibt. Im Moment ist es so ein bisschen die Schwierigkeit, etwas Gescheites zu finden. Aber ich habe tatsächlich jetzt da so 2 Spiele am Laufen, die mir recht Spass machen. Das ist einerseits aber Jurassic World Evolution 2 und Guardians of the Galaxy. Aber Guardians of the Galaxy haben wir wahrscheinlich schon gleich durch. Ich weiss aber nicht, wo ich dort genau bin. Ich schätze, dass es noch etwa 1-2 Guardians Streams wird geben. Auf jeden Fall machen wir heute weiter. Ich gehe da schnell über. Zack. Wir machen weiter bei der Chaos-Theorie, die wir letztes Mal auch schon weitergespielt haben. Es geht darum, dass wir uns den Jurassic Park aus dem ersten Jurassic Park Film nachbauen. In einer Was wäre wenn Version in dem Sinn, also vielleicht eine funktionierende Version könnte man auch sagen. Funktioniert sie wirklich besser als im Film? Bis jetzt glaube ich schon. Es ist noch kein riesen Sturm gekommen, es sind noch nicht alle Dinos ausgebrochen. Es hat aber schon Tote gegeben. Ich glaube es. Ja, wir haben letztes Mal, und das habe ich aber recht cool gefunden, das sehen wir jetzt auch gerade. Schauen, dass die Musik ein bisschen lauter ist. Letztes Mal haben wir nämlich da genau das Ding gebaut. Ich pausiere da mal schnell. Wieso ruckelt es? Okay, das war nur schnell gewesen. Gut. Ja, gut. Schnell schauen, das ist falsch ausgerichtet. Es ruckelt immer noch. Was ist auch los? Was ist auch los? Ja, Faro. Ja, Schätzeli Faro. Grüezi. Faro, ich habe nur technische Probleme. Das ist schlimm. Ja. Lieber Chat, macht nie ein Treiber-Update, macht nie ein Stream-Deck-Update. Ist alles nicht so toll. Wobei jetzt, ich glaube, es hat sich wieder
es ist wieder flüssig. Es ist wieder gut. Faro, wie geht's dir? Alles gut? So. Was wollte ich sagen? Jetzt ist ja noch gerade Nacht. Jetzt können wir uns hier das Tor noch mal schnell anschauen. Ich muss da noch ein paar Sachen noch verbessern. He? Schnell schauen, dass wir auch Ton haben vom Spiel. He? Gut. Da ist die Idee, dass ich noch ein bisschen Dekorationen mache auf dem Weg zum Tor. Ist es zu 100% filmgetreu? Lieber Chat, ich habe Jurassic Park tatsächlich nochmal geschaut, nachdem ich jetzt da ein paar Mal das Spiel gespielt habe. Nicht zum Schauen, wie der Park aussieht, aber ich habe mich natürlich auch darauf geachtet. Nein, vielmehr habe ich einfach Lust drauf. Und nein, es sieht nicht wirklich so aus. Also was ich gemerkt habe im Originalfilm, hat es da tatsächlich, fährt man eigentlich schon direkt in ein Skag rein. Wobei es könnte ja auch sein, dass der ganze Park nochmal umzäunt ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher. He? Die fahren ein paar Mal in so Käge rein. Ich habe das Gefühl, das ist doppelt und dreifach abgesichert dort mit Zäunen. Aber ja, im Film haben wir da noch Zäune, dann fahren sie durch und heisst es schon wieder nicht mehr. Ich glaube, sie gehen zuerst mit Dilophosaurus vorbei. He? Dilopho, der ist noch auf dem Plan, der wäre heute noch... den müssten wir heute eigentlich noch machen können. Jetzt tue ich hier zuerst mal wieder auffüllen. He? Benzin, teures Benzin auffüllen. Let's go. Wir haben immer noch rund 11 Millionen. Also easy peasy. Jetzt frage ich mich, können wir einen Dilopho hier in diese Region einbauen? Wir könnten theoretisch da noch etwas machen. Ich kann mal schnell schauen. Ja, ist ein bisschen wenig Platz, aber ich denke jetzt mal, wenn wir nicht gerade irgendwie 5 Dilophos haben und das Käge vielleicht noch ein bisschen runterziehen ins Wasser rein, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen am Terrain rumbasteln, könnte ich mir vorstellen, dass wir das noch einbauen könnten. Und rein, fährst direkt ins Dilophosaurus-Käge rein, die Besucher sterben direkt. Dann geht es weiter zum Triceratops. Im Film ist es übrigens so, dass sie glaube ich, den Dilopho gar nicht sehen in dem Moment. Da sind sie eben schon genervt, so, wo sind Dinos und so. So. Ja, Faro, habe ich schon gefragt. Geht es dir gut? Du hast wieder du hast keinen Ton. Du hast wieder das Symbol für den reinen visuellen Lurk. Darum winke ich dir jetzt schnell. Hallo Faro, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir werden uns ja heute noch mal lesen, fällt mir gerade ein. He? Es ist ja wieder Mittwoch. Gut, ich muss zuerst wieder reinkommen. Es gibt verschiedene Projekte, die ich verfolgen will. Eins ist natürlich das hier abschließen. Erhöhe die Gesamtanzahl der Saurier-Spezies. 2 von 4. Genau, ich brauche noch 2 Spezies. Dilopho und... Die Dilopho können wir sogar schon ausbrüten, das kommt noch dazu. Und noch einen, wo wir noch forschen müssen wahrscheinlich. Darum schicke ich mal schnell ein Forschungsteam los. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Gebäude. Das habe ich umgestellt letztes Mal, darum bin ich verwirrt gewesen. Das ist letztes Mal da noch gestanden. Dann haben wir hier die Tour angefangen und dann musste ich das verschieben. So, Expeditionskarte. Genau, wir haben noch einen Pachyrhinosaurus. Das würde mich noch reizen. Strutiomimus, ich glaube, das ist so ähnlich wie ein Gallimimus. Haben wir aber beides nicht. Gallimimus kennt man auch aus den Filmen. Parasaurolophus. Ja, der würde mich auch noch reizen. Der würde mich auch reizen. He? Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Haben wir schon eine Forschung gemacht zum Parasaurolophus oder hat es auch nur eine? Das machen wir jetzt. Parasaurolophus.
frage ich mich jetzt gerade, können wir die zusammen mit den Triceratops in eins Gehege machen? Wenn wir das überhaupt? Weil ich glaube, im Film sind die nie so wirklich gemixt, oder schon? So, wir machen Parasaurolophus, 5 brauche ich. Dann brauche ich dich. 300'000, let's go. Nicht pausieren, so. Gut, dann mal schnell schauen, ist die Lautstärke gut? Dürfte, glaube ich, stimmen. Chat, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn du das Gefühl habt, Musik stört mich, Musik ist seich, ich höre nichts vom Spiel, der Troy ist zu leise, einfach sagen. Würde mich nicht verwundern bei diesen technischen Problemen, die ich heute wieder hatte. Da können wir irgendetwas forschen. Fossilien ansehen. Wir können nachher noch die Forschung noch schnell anschauen. Fossilien haben wir tatsächlich keine mehr. Aber vielleicht können wir noch irgendein neues Gebäude, irgendwas Cooles forschen. Infrastruktur. Was ist denn das? Gebäude-Upgrades, die die Effizienz auf verschiedene Arten verbessern. Auch Verletzungsbehandlung verbessern. Ja, das können wir eigentlich alles machen. Ich muss halt immer schauen, dass ich noch genug Wissenschaftler habe. Ja gut, das ist jetzt fast ein bisschen zu spät. Ja, ist tatsächlich zu spät, weil nachher haben wir schon 4 Dino-Arten. Upgrades, die Fahrzeugteams mit Ressourcen versorgen. Und was denn genau? Are you John Wayne or is this me? Suited, grüezi. Grüezi Suited, wie geht's dir? Ich habe im Fall, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Spruch schon gehört, aber ich kann ihn nicht zuordnen im Fall. Wieso kann ich das sich nicht zuordnen? Suited, I'm so sorry. Ich hoffe, du gehst nicht gerade wieder. Geht's dir gut, Suited? Und sag mir noch schnell, aus welchem Film das ist. Hey. Es ist nicht aus Jurassic Park. So, was können wir da noch machen? Ich habe das Gefühl, das müssen wir ja dann nach dies freischalten. Ich müsste hier anfangen. Also entweder sage ich, hey, wir wollen Dinos besser behandeln, medizinisch behandeln, Strom. Kann ich das Benzin günstiger machen? Nein, so einfach ist das wahrscheinlich nicht. Das ist wie im echten Leben. Was haben wir da? Künstliche Ziegen, nein. Versagt Fleischfressen mit. Das haben wir schon. Ich kann ja da. Jetzt muss ich gleich schnell schauen. Was kann ich denn da überhaupt forschen? Aha. Hey. Kommen nicht raus. Jetzt habe ich irgendetwas hier markiert. Das habe ich nicht wollen. Hey, super und selber sautet. Ich kann mich nicht beklagen, geht mir gut. Ich freue mich immer tatsächlich auf das Spiel hier, auf Jurassic World Evolution 2. Ich habe es übrigens auch vor, auf meinem Channel dann mal zu streamen. Dann sind wir endlich auch sautet. Gestern hast du dich noch gefragt, hey, Troy, streamst du endlich nur auf brack.ch? Ich mache jetzt da schnell für dich. Sautet da unten, he? Hier unten. Oder im Chat, he? Dort streame ich auch. Ich habe gemeint, du seist schon mal bei mir gewesen, Sautet. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich habe eben vor, das auf meinem Stream auch mal zu zocken. Das macht mir wirklich gut Spass. Ich würde dann natürlich irgendeine andere Mission machen. Mal schnell schauen, was wir hier noch haben. Können wir irgendetwas freischalten? Aha, das ist da, haben wir erhöht eine Parkbewertung auf 1,5 Sterne. Das ist die Voraussetzung. Ich gebe dir einen Tipp mit einem weiteren Zitat aus dem Film. Du kommst drauf, trust. If there is one thing in this world that I hate, it is an unlocked foot locker. You know that, don't you? Ich glaube, ich muss mich anfangen zu schämen. Ist das ein Film, den ich gesehen habe? Da muss ich gerade schauen.
Suited, die würde mich natürlich freuen, aber Suited. Ich bin lost. Ich weiss, ich bin immer lost. Verdammt, du hast recht. Ja, der erste Spruch ist mir wirklich bekannt vorgekommen. Are you John Wayne or is this me? Da habe ich gedacht, shit, das habe ich schon mal gehört. Full Metal Jacket. Ja, ich mache mich tatsächlich nicht mehr an das zweite Zitat erinnern, aber es macht Sinn. Es macht Sinn, ja. Ja, auch ein guter Film. Heftig, aber gut. So. Jetzt. Was machen wir? Ich weiss nicht, wir können irgendwie nichts Gescheites forschen. Ich schaue jetzt, irgendetwas war vorher grün gewesen. Können wir da etwas forschen? Nein. Ich glaube, wir lernen das einfach. Hier hat es geleuchtet. Ich glaube, okay, wenn es hier leuchtet, dann können wir irgendetwas machen. Dann können wir das machen. Dann machen wir doch das. Oder das. Wir machen jetzt Gebäude-Upgrades. Let's do this. Ja, geht natürlich nicht. Wir haben nicht genug Wissenschaftler. Also, lassen wir es sein. Keine Upgrades im Moment. He? So. Ich habe gerade vorhin erzählt, Suited, seitdem ich da wieder Jurassic World Evolution am Spielen bin. Ich habe so Lust bekommen wieder auf den ersten Jurassic Park Film. Und ich habe mir den nochmal gegeben. Also, ich muss einfach sagen, für das, dass er aus welchem Jahr ist, 1994, ich glaube es, 1994. Es ist abartig, wie der einfach immer noch verhebt. Ja, bei allem. Optisch, Story. Und es kommt sogar nichts daran hin. Also all die huren Jurassic irgendwas Filme sind einfach nie daran hingekommen. Und die Dinos sehen so gut aus. Es ist natürlich eben auch viel mit praktischen Effekten. Verfeinert mit CGI, wo für damals also schon recht heftig war. Aber es ist einfach krass. Es ist wirklich echt krass, wenn man den Film heutzutage nochmal schaut. Er ist immer noch so gut. Dann streamst du das Game am Samstag, das Game auf deinem Channel. Und da schäme ich mich dafür, noch kein Follower. Aber Suited. Das ist doch kein Problem. Ich bin auch nicht jemand, weißt, da mache ich meine Werbung. Du hast es jetzt gesehen, haben es alle gesehen. Aber ich bin sonst nicht einer, der da irgendwie in die Channels reingeht und allen unter die Nase reibt. Ich streamen übrigens auch. Du hast jetzt gewusst, dass ich hier auf brag.ch streame. Ich kann da nicht hinführen und sagen, ja, ich streame hier auf meinem Channel, am besten einen Link in den Chat rein. Also absolut kein Problem. Würde mich natürlich freuen, wenn du vorbeischaust. Und zu deiner Frage, ob ich das Game am Samstag wieder streamen, nein, ich habe tatsächlich noch ein Programm. Das ist The Last of Us. Könnte jetzt natürlich sein, dass du sagst, Suited, auch The Last of Us Part 2 übrigens, dort sind wir, circa in der Hälfte. Und für die, die sich jetzt fragen, ist der Troy schon dort, was mich Wunder nimmt, wie er reagiert. Ja, liebe Chat, no Spoilers. Ich bin dort, angekommen. Und das ist ja etwa in der Hälfte vom Spiel. Dort geht es weiter. The Last of Us Part 2, also Suited, wenn du es schon kennst oder schon gespielt hast oder dir Spoilers egal sind, würde ich mich natürlich freuen. Wenn du es aber selber noch spielen willst und dich nicht spoilern lassen willst, dann macht es auch nichts, wenn du nicht kommst. Da verstehe ich das. Ich habe immer noch den Park pausiert. Falls ihr euch fragt, wieso ist da tote Hose im Jurassic Park, das ist, weil ich da auf Pause gegangen bin. Darum laufen noch die Expeditionen. Ich tue da mal schnell starten. Ich kann mir schnell einen Überblick verschaffen. Das heisst, die Expedition läuft, dann können wir Fossilien forschen, dann können wir DNA forschen, wir können aber auch schon das nächste Gehege bauen. Ich weiss nur, dass es ein Zombie-Game ist, oder? Richtig, Suited, also es spielt in einer
postapokalyptischen Welt. Ja, auf jeden Fall jetzt Zombies. Der Virus ist so wie ein Pilz, das ist vielleicht noch speziell, ist jetzt auch kein Spoiler. Und ja, du hast schon das richtige Spiel im Kopf, das ist schon da. Ich kann dir sagen, es ist mega gut. Also, wenn du es noch nicht kennst, vor allem wenn du den ersten Teil noch nicht kennst, ich würde empfehlen, dass du den mal gibst. Vielleicht ist es auch nicht deine Art von Spiel, ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht so der First-Person-Shooter, überhaupt nicht. Das ist viel Story, du hast ein bisschen Third-Person-Kämpfe, es ist sneaky zum Teil. Expedition abgeschlossen, sehr schön. Aber die Story ist echt sackstark. Das ist echt so eine Story und sie machen ja eine Serie daraus, das kommt noch dazu. Und ich freue mich so sehr auf die Serie. Und ich habe ja das Game so lange nicht gespielt. Ich habe ja das Game direkt vor jetzt The Last of Us Part 2 habe ich das gestreamt auf meinem Channel. Und das ist ja schon einige Jahre alt. auf der PS3 rausgekommen. Gehen wir gar nicht mehr sicher. War es PS3 gewesen? Ich glaube es. Ja, ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Darum war auch das Hashtag Pile of Shame abarbeiten gewesen, das Projekt. Und es ist echt sackstark. Also du, Sautet, wo ja so ein bisschen auf Filme stehst und auf gute Storys in dem Sinn. Es ist echt eine gute Story. He? Das ist geil, endlich sage ich dir da damit, komm nicht vorbei am Samstag in meinem Stream. Nein, du darfst natürlich selber entscheiden. He? Gut, ja, die fahren jetzt... ich muss gleich nochmal pausieren, lieber Chat, ich muss schnell pausieren. Kommen wir nicht vom Fleck. Ja. Haben wir auch wirklich einen Dilophosaurus am Ende vom Stream? Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall sind die Fossilien fertig gefasst. Ich mache die schnell. Und wieso, dass ich pausiere? Ich will dort, wo jetzt die Autos hinfahren, eben als Keg bauen. Und ich weiss nicht, ob ich das bauen kann, wenn die Autos dort durchfahren. Also, wir haben Parasaurolophus. Wenn wir nach schrittweise hier forschen. Dann machen wir das mit dir. Immer der gleiche muss dran glauben. Immer der Tar. Ich weiß immer noch nicht, wie man dich ausspricht. Tar oder Jar oder... I don't know. Der D ist silent. Keine Ahnung. Aber du gehst jetzt mal forschen. Ich schicke mir noch eine Ferien. Also noch nicht gerade nachher, forschen ist dann noch das zweite Mal. Und jetzt versuchen wir da schnell für den Dilophosaurus ein Gehege zu bauen. Nachher würden wir direkt an den Dilopho ausbrüten. Der. Okay. Ist das ein arabischer Name? Das ist sehr gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Aber das erinnert doch jetzt auch vom Film an das Raptor-Gehege. Das glaube ich einfach, wissen tue ich es nicht. Ja, aber ich glaube, du könntest eben schon recht haben. Aber das kommt eben noch dazu. Das ist eigentlich nicht das Gebäude. Es gibt aber das Gebäude sogar. Das ist eigentlich auch noch etwas, was wir hinbauen können. Es ist eigentlich reine Dekoration. Ich muss schnell schauen, was es ist. Das finde ich ein bisschen schade. Was ist das da? Das ist mega klein. Aber jetzt schaue ich gerade schnell. Ich glaube, im Film gehen sie ja zuerst zum... wie ist auch der Ablauf? Ich mache mich da schnell wieder rein. Wie ist auch der Ablauf? Ich habe erst gerade geschaut und weiss es nicht mehr. Sie kommen hier im Park. Sie gehen zuerst zum Nein, wo gehen sie hin? Gehen sie zuerst zum Brachio? Sie gehen zuerst zum Brachio. Dann gehen sie zum Raptor-Gehege und dann gehen sie essen. Ist die Musik vom Game oder spielst du die ein? Ist noch chillig. Sautet, die spiele ich tatsächlich ein. Das ist Musik von Streambeats, lizenzfrei. Und das ist aber genau der Punkt. Ich habe hier im Spiel, kann man den Streamer-Modus einschalten. Da fehlen dann einfach der ikonische Soundtrack von Jurassic Park fehlt dann. Weil er ist natürlich lizenziert, muss man immer vorsichtig sein. Und das Doofe ist, es kommt mal Musik, es kommt mal keine Musik. Es ist wie dann, wenn lizenzierte Musik kommt, ist einfach Stille.
Das heisst, in diesem Streamer-Mode hast du dann immer so, hast mal Musik, mal ist einfach Totenstille. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich schalte die Musik komplett ab und spiele einfach meine Musik rein. Aber hey, also, wenn ihr das hier spielt, ohne das zu streamen, also meine, auch wenn ihr streamt, könnt ihr immer noch selber entscheiden, was ihr macht. Ich empfehle tatsächlich, Musik ausschalten, wegen Copyright Strikes und so weiter. Aber dann haben wir noch ein bisschen mehr Jurassic Park Feeling, tatsächlich. Jetzt mache ich das da, weil das so schön passt. Wir haben da so ein ähnliches Ding, das ist unsere Brutstätte. Und dann würde ich sagen, jetzt muss ich schnell überlegen, wie ist das im Film? Ich glaube etwa so. Wir können jetzt das hier wählen. Ja? Geht das auf? Weiss nicht, dann kommen da die Leute, der Alan Grant, Ellie Sattler, kommen sie da und dann gehen sie da, keine Ahnung, den Brachio anschauen, den ich noch nicht habe. Dann gehen sie ins Raptor-Keg schnell schauen, wie sie gefüttert werden. Und dann fängt irgendwann noch die Tour an. Und wie gesagt, zuerst gehen sie ins Dilophosaurus-Keg. Und jetzt machen wir da schnell. Und weil ich vorhin gesagt habe, im Film, und das habe ich eben lange nicht gecheckt, also vor allem, als ich hier angefangen habe zu bauen, das Tor ist verbunden mit dem ersten Keg. Fun Fact, im Film, da gehen wir in Richtung Filmfehler. Und ich habe mir auch gerne gesucht, oder bin gerne so ein bisschen so Videos schauen, wo sie all die Filmfehler zeigen. Man sieht im Film tatsächlich einen Teil vom Keg und nach irgendwie 2 Metern hört das Keg auf. Ist auch fertig. Aber ist halt so. Und darum machen wir es genau gleich. Nein, wir machen hier ja wirklich ein Keg für den Dilopho. Ich frage mich jetzt einfach, kann ich da gescheit connecten bei diesem Tor? Das ist jetzt im Moment noch ein bisschen komisch. Vielleicht muss ich da die Bäume wegnehmen. Das sind einzelne Bäume, die ich hier platziert habe. Jetzt machen wir das so. Wir nehmen die schnell weg. Vor allem dort, wo noch ein Keg durch müsste. Ja, so, ich weiss nicht, machst du das auch gerne? Filmfehler ist immer so. Ich meine, ich finde den Film an sich genial. Filmfehler geht dann halt schon ein bisschen ins Technische rein, also technisch halt Hintergrund, wie werden die Filme gemacht und was kann dann auch passieren halt, was kann sich einschleichen. Ich finde das eben gleich immer noch lustig. Es macht für mich irgendwie nichts kaputt. Es gibt schon Sachen, die kannst du nachher nicht ansehen machen. Weißt du, was ich meine? So, einmal gesehen und dann siehst du es einfach immer, oder? Wie zum Beispiel bei Lord of the Rings, wo ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, bei welchem Charakter geht irgendeinem das Schwert raus, während er auf dem Ross sitzt. Und jedes Mal, wenn ich den Lord of the Rings schaue, sehe ich das einfach. Ist halt einfach so. Genau, ich kann da connecten, das ist sehr gut. Dann machen wir da direkt das Dilophosaurus-Gehäuse. Keg. Ich frage mich aber noch etwas anderes. Zutet oder Chat, ihr dürft da nochmal entscheiden. Ich meine, man kann es machen. Ich erkläre es schnell. Ich habe hier einen Velociraptor, hier in diesem Keg. Und letztes Mal habe ich mich gefragt, ist es denn gescheit? Ja, ihr seht es, ich habe es gemacht. Er kommt da mit dem Auto und fährt ins Velociraptor-Keg rein. Ja, ich weiss ja nicht so recht, ob das gescheit ist. Ich glaube, ein Auto hätte schon daran glauben letztes Mal. Aber jetzt da alles wieder umstellen, da schiesst mich ein bisschen an. Darum, die Frage ist, soll ich das Dilophosaurus-Keg? Soll man dort reinfahren? Oder sage ich dir eher, hey, nein, komm, mach das nebendran. Dann würde ich es nämlich so hier in dieser Region machen, dann fahren wir einmal nebendurch. Kenne ich gut mit Unsinnfehlern. Ja, Freigseier. Freigs, darf ich dir einfach Freigs sagen? Schön, dass du da bist, willkommen. Ja, es ist einfach so, oder? Es ist wirklich so. Aber ich finde es eben trotzdem interessant, weil auch der ganze Filmmaking-Prozess ist etwas, was mich sehr interessiert.
Und man kann es ja einfach auch nicht verhindern, dass sich Fehler einschleichen. Ob jetzt das ein Starbucks-Coffee-Becher ist, der noch irgendjemand rumsteht, oder ein Crewmitglied, der irgendwie unwissend noch irgendwie am Rand vom Bild steht. Oder eben ein Schwert, das rausgeht, oder? Wobei die Kamera fährt eben gerade so schön rauf. Darum haben sie es wahrscheinlich drin gelassen. Wenn du nicht achtest, siehst du es effektiv nicht. Ich schaue schon genau her, aber ich suche nicht explizit nach Fehlern. Solltet, während ich den Film schaue, annehmen, weil sonst könnte ich den Film nicht mehr geniessen. Was mich dann in diesem Moment stört, sind eher Plotholes. Da bin ich nachher nur am Grübeln und denke, der Rest des Films, das geht doch nicht auf, das kann doch nicht sein. Aber was gar nicht kann haben, ist Zensur. Da wird die Granate verrückt. Ja, ich bin auch nicht ein Fan von Zensur, tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, früher war das noch viel heftiger gewesen. Ist es heutzutage immer noch das Thema? Also ich kenne es halt früher vor allem von so... Ja, vor allem die TV-geschnittenen Filme, oder? Das ist ja wirklich schlimm gewesen. Das war doch wirklich schlimm gewesen früher. Ich weiss nicht, nehmen wir zum Beispiel Die Hard. Stirb langsam, hä? Ja, hast du es im Fernsehen geschaut, hast du das Gefühl gehabt, verpasst die Hälfte vom Film, weil es effektiv einfach so war, du hast einfach die Hälfte vom Film nicht gesehen. Und je brutaler das alte Film dann war, desto mehr haben sie halt rausgeschnitten. Und das war manchmal also schon heftig gewesen. Da haben sie wirklich irgendwie so 15 Minuten entfernt von einem Film. Da habe ich einmal gedacht, ja, das macht jetzt nicht einmal mehr Sinn. Die Story macht ja nicht einmal mehr Sinn, so wie das jetzt geschnitten haben. Da habe ich dann amigs schon recht schlimm gefunden. So, also Chat, was ich jetzt mache, ich mache das wie im Film. Ich brauche noch Strom für da mein Deko-Dings. Ich mache es wie im Film, mache da ein bisschen hin. Dann mache ich tatsächlich das Dilophosaurus-Gehege neben der Straße. Muss mal schauen, wie gross ich es aufziehen kann. Natürlich lange frei. Also frei, dann machen wir das so. Berühmt ist eine Gasflasche im Wagen bei Gladiator. Ja, das ist auch etwas, da kannst du auch nicht Ansehen machen. Das ist true. Das siehst du nachher einfach immer. Aber auch dort finde ich eigentlich, es ist okay, es macht ja nichts kaputt. Auch wenn ich es jetzt immer sehe, es macht nichts kaputt in dem Sinn. Aber ich finde es tatsächlich interessant, wie sie es halt gemacht haben. Damit das Ding halt rumfliegt, was es macht, haben sie halt dort irgendetwas gebraucht, oder? Und das war jetzt halt eine Gasflasche. Schnell schauen, was habe ich noch verpasst. Jetzt oute ich mich vermutlich als Banals, aber ich habe im Fall keinen von The Lord of the Rings gesehen. Sautet raus! Nein, seich! Nein, seich! Du, wie soll ich sagen? Es ist nicht für jedermann. Ich finde es wirklich eine sehr gute Trilogie. Ich finde den Hobbit hingegen nicht so gut. Ich brauche jetzt hier noch schnell Strom. Aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel halt mit Harry Potter. I know. Es gibt so viele Harry Potter-Fans. Ich finde das auch mega cool, dass es die Fans gibt, dass es die Fanbase gibt. Aber mehr sagt das nicht. Ich kann euch nicht einmal sagen, welche Harry Potter-Filme ich gesehen habe. Mindestens einen habe ich gesehen. Aber eben, das sagt ja schon alles, oder? Jetzt schaue ich da schnell, dass ich da den Strom brauche nach einem Auto unten. Ja, wobei auf der... jetzt muss ich schnell überlegen. Wir machen den Strom. Ich werde den da ein bisschen verstecken in den Bäumen. Machen da einen. Und nachher da unten kommt das Gehege für den Dilopho. Jetzt drehe ich das noch einmal schnell. Machen wir das so. Ja, das Bäume gerade weg. Drücken wir schnell auf Play, damit es das Zeug baut. Nein, finde ich auch, früher war es viel schlimmer gewesen. Ja, nicht normal. Gewisse Fehler haben ihren Charme, wie ein Stormtrooper so und Kopf anschlagen. Ja, der Stormtrooper bei Star Wars. Das ist auch legendär. Jetzt muss ich schnell schauen, da ist irgendetwas angegriffen worden. Geht es euch gut?
Lieber Chat, wir haben hier den Seppi und den Bracchi. Der Bracchi ist ein bisschen aggressiv, das ist genetisch bedingt und darum ist jetzt das Fahrzeug ein bisschen... der überlebt da schon. Drive faster. Der Stormtrooper, ja, das ist echt geil. Das finde ich auch so eine geile Story. Wer es nicht kennt, das ist Star Wars, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr welchen. Einer von den Originalfilmen. Es schlägt ein Stormtrooper bei einem Durchgang den Kopf an. Und das Geile ist, also ja, das finde ich eigentlich nicht so geil. Die Filme sind ja so vielmal sind die nach einer, wie sagt man, remastert oder einfach mit neuen Effekten beschmückt worden, dass es eigentlich schon fast lächerlich geworden ist. Aber tatsächlich hat man dann irgendwann noch einen Soundeffekt eingefügt, wo man den Kopf anschlägt, gibt es tatsächlich noch einen Soundeffekt dazu. Das wiederum habe ich recht nice gefunden. Da muss ich sagen, okay, ja, wir ownen es in dem Sinn, oder? Man sagt, hey, ja, ist uns bewusst, dass der Fehler drin ist, dass er den Kopf anschlägt. Jetzt machen wir es wenigstens noch offiziell, jetzt hört man es auch noch. Suited was banned. Nein, Suited, ich würde dich nie bannen, das weißt du. I didn't say park drive, I said through the park. Das ist Die Hard. Die Hard with a Vengeance, was die Abkürzung durch den Park nennt. Den habe ich kennengelernt. Nice. Also, jetzt schauen wir das nochmal schnell an. Jetzt müssen wir da noch... Jetzt fahren es natürlich schon wieder rum. Das war eigentlich nicht die Idee, aber ich musste halt schnell starten. Jetzt machen wir hier nochmal schnell ein bisschen Bäume hin. Ich sehe schon, wir kommen leider wirklich nicht so schnell voran, aber ein bisschen Detailarbeit muss einfach sein, oder Chat? Ausser die sagen jetzt, Troy, hör mal auf mit dem Seich. Dann okay, dann mache ich hier bei den Missionen weiter. Ich will hier so ein bisschen tropische Pflanzen. Im Film haben wir auch tropische Pflanzen. Dann haben wir hier noch so... Okay, so. Also da, ja, die sind ein bisschen kleiner, egal. Ich muss schon ein paar von denen. So. Da tun wir natürlich wie im Film ein bisschen verstecken, dass da plötzlich das Gehege aufhört. Das muss ja niemand sehen, oder? So, dann nehmen wir hier ein bisschen vorne. Dann machen wir noch ein bisschen kleiner rein. Übrigens gibt es hier noch ein Foto, das habe ich letztes Mal noch hingebaut, also einen Fotoapparat. Wenn die Leute durchs Tor fahren, gibt es noch ein Foto, das man dann für $200 abholen kann. So, jetzt möchte ich den hier noch schnell ein bisschen verstecken, das muss schon sein. Da kann ich eigentlich wirklich die kleinen nehmen. $1000 kostet mich da jeder Baum. Geil. Sehr richtig, das wissen natürlich Kenner. Ja, ja, Suited, das ist ja so. So, jetzt haben wir den Strom auch ein bisschen versteckt. Da vorne noch ein bisschen. Jetzt mache ich dann hier dem Weg entlang mache ich auch noch so ein bisschen Pflänzchen und so. Schauen da. Ja, vielleicht genau ein Besättigungszeug dann da. Ich glaube, das ist eben im Film auch so. Da habe ich mich auch noch mal ganz genau geachtet, als ich es geschaut habe. Das ist eigentlich der ganze Weg lang, ist das so. Aber es sieht doch schon mal geil aus, oder Chat? Es sieht doch einfach schon mal geil aus. Es hat vorhin schon geil ausgesehen. Jetzt machen wir hier aber noch schnell auf dieser Seite ein bisschen. Let's go. Also man kommt hier an, es sieht einfach geil aus. Fertig. Und jetzt da machen wir das Dilophosaurus Gehege. Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Eigentlich muss ich da nicht ein neues Gehege aufziehen, ich kann eigentlich anschliessend zu dem bauen.
Das heisst, wenn jetzt da halt die Laffe ausbricht, dann geht er zu den Triceratopsen. Direkt. Ist das gut? Das ist irgendwie nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Ich mache wirklich ein separates Cake. Weil dann könnte man da je nachdem noch einen Durchgang machen. Ich mache es so. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Ich habe da immer die Snap-Punkte. Ich versuche da irgendwie in dieser Region das zu machen. Gut. Jetzt ziehen wir das parallel auf. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob da richtig snappt. Das ist auch noch schwierig zu sagen. Es könnte noch sein, dass es richtig ist. Wenn es nicht geht, so wie wenn die Zürich-Fans direkt zu den Basel-Fans könnten, geht es, glaube ich. Ja, true. Das ist wirklich so. Ich werde wirklich verhindern, weil ich weiss auch noch nicht, wie der Tilofo nachher getroffen ist. Weil gerade am Anfang, wenn es denen nicht gefällt in diesem Kägen, wenn etwas nicht passt, dann sind die aggressiv. Und ich will auch nicht, dass das Erste, was passiert ist, dass er rübergeht und mir einen Triceratops wegkillt. Ja, das sind genetisch perfekte Triceratopse. 100% geforscht. Ja. Im Gegensatz zu den Raptoren, die genetische Defekte haben und wegen dem aggressiv sind. Schnell schauen. Wenn wir das hier aufziehen, ich kann hier noch ein bisschen hindern, aber das ist, glaube ich, nicht einmal notwendig. Ich will es eigentlich nicht zu gross machen. Ich tue da tatsächlich den wieder entfernen und ziehe hier schon eine Rundung rein. Wir machen jetzt hier ein bisschen rund. Darf auch mal sein. Dann gehen wir hier schnell gerade weiter. Ja, wobei... Schnell schauen. Ich hoffe, die haben genug Platz. Die Lophosaurier. Also 2 sollten wir schon haben, mehr als 2 ist aber dann wahrscheinlich eben doof wegen Platz. Was ich mir jetzt eben überlege, die fahren da durch und die müssen Saurier sehen. Wie gesagt, das ist eine Was-wäre-wenn-Variante vom Jurassic Park. Und im Film haben sie ja nicht gesehen. Also da müssen wir ja schon mal korrigieren. Und die Autos haben einen gewissen Umkreis. Und wenn ich jetzt da das Cake zu weit abbaue, dann sehen sie je nachdem Dinos nicht mehr. Darum versuche ich es eben klein zu behalten. Ja, dann mache ich das so. Ziehe es jetzt gerade über. Also gerade, ja, irgendwie so. Gradisch. Und dann da wieder eine Rundung. Ja, ich glaube, das könnte aufgehen. Ich glaube, das kommt gut. Ja, jetzt könnte ich endlich... Nein, mal. Ja, nein. Oh. Ich weiß es gerade nicht, was wollte ich sagen? Nein, sie sollen ja nicht ins Käge reinfahren. Also gut, wir machen das auch so. Wir gehen bis hierhin. Wieso ist es jetzt da so komisch schräg? Nicht schräg machen, Spiel. Gerade. Aha, ich weiss, das ist der Terrain, der da noch raufgeht. Darum wirkt es schräg. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher. Wollen wir jetzt wirklich da reinfahren und da so grusiges Zeug anschauen, wie das Käge, das da gerade kommt? Also Moment schnell. Ich mache es so. Irgendwie gefällt mir das besser. Ich könnte es da tatsächlich auch rund machen. Ich sagen, hey, irgendwie so. Vielleicht auch hier sogar schon wieder rund. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das gefällt mir schon besser. Jetzt machen wir das genau so. Und jetzt gehen wir die Straße entlang. nicht auf der Straße. What? Nein, Spiel. Was tust du denn? Nein, ich kann... Okay.
Okay, ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Abstand. Schnell schauen. Irgendwie so. So. Jetzt geht es so, wenn ich das gerne will. Die Straße entlang. Genau so. Genau so. Let's go. So, das wär's, die Dilophosaurus-Gehege. Ein bisschen klein. Wir brauchen noch ein Tor. Das war jetzt aber ein Geräusch. Wir haben keinen Strom. Aha, wir haben hier keinen Strom. Ja, aber ist jetzt hier der Zweig weg? Moment, jetzt mal schnell. Ah, Moment. Sobald das fertig gebaut ist, hat das Strom. Das ist ganz einfach. Hat mich jetzt nämlich verwundert, wenn das nicht geklappt hätte. Wir machen ein Tor, wir machen es... Ja, ich glaube da. Kann das Jurassic Park Personal hinten durchkommen. He? Und da reinfahren. Let's go. So, ganz wichtig. Ganz wichtig. Das haben wir letztes Mal zuerst vergessen. Filmgetreu, so gut wie möglich. Und jetzt hier das Dilophosaurus-Schild. Dilophosaurus, let's go. Und zwar machen wir das genau hier hin. Also, man kommt da. Dann sieht man hier, hier ist der Dilophosaurus. Vielleicht etwa da, wo man auch gescheit etwas sieht. He? Let's go, ein bisschen schräg. Sehr gut. Ja, da braucht es noch ein bisschen Pflänzchen und so, das mache ich nachher noch. Schnell einmal pausieren. Irgendwie habe ich immer noch ein Stromproblem. He? Ja, okay, aber gar nicht der Hunde, geil. Ja, das ist immer so eine Sache. Treibstoff. Sind Dinos schon ausgebrochen? Ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass da die Velociraptoren nicht ausgebrochen sind. Ja, sie haben es nicht mitbekommen, dass kein Strom mehr rum war. Aber ich finde es geil. He? Streamtitel heisst auch Brachia und Zeppi vertragen sich wieder. Ist das wirklich der Streamtitel? Ich weiss es nicht auswendig. Und das ist wirklich der Fall. Weil im ersten Stream haben die einfach nur miteinander gekämpft. Ich habe nur mit denen zu tun gehabt, die ganze Zeit. So, wir setzen nachher da mal die Lophos rein. Da haben wir jetzt halt so eine blöde Ecke drin. Das stört mich jetzt ein bisschen. Muss ich die Ecke drin haben? Das ist jetzt halt so. Ja, die Lophos sieht man halt nur schnell. He? Nachher bei den Velociraptoren da geht es ein bisschen länger. Dafür ist es ein bisschen gefährlicher. Genau, wir gehen jetzt zu der Brutstätte. Und machen uns die Dilophosaurier. Weil, lieber Chat, für die da Jurassic Park gesehen haben, also ich kenne ja die Dinos auswendig. Für die sich jetzt gefragt haben, was zum Teufel ist ein Dilophosaurus? Das ist der da. Kennt man. Mit dem Schirm. Spuckt. Und so. Dennis Nedry, der stirbt. Was kränklich. Was kränklich. Aber wir haben die 100%. Jetzt können wir zuerst das Genom modifizieren. Wir können die noch ein bisschen pimpen. Wir können eine andere Hautfarbe geben. Nein, Hautfarbe. Salar del Huasco. Das ist ja auch so etwas. Im Spiel dann sie ja die fehlende DNA mit Frosch-DNA ergänzen. Und darum sehen die auch ein bisschen so aus, wie sie aussehen. Und man kann die Farbe auswählen, indem man eben andere DNA nimmt zum Auffüllen. Irgendwie so. Wir lassen es jetzt mal bei Standard. What? Okay, never mind, wir haben noch mehr. Was ist denn da? Grün. Grün ist doch Standard. Fertig. Was wir aber hier machen können, ist
die Chance auf Langlebigkeit. Das kostet halt Geld, aber das können wir uns leisten. Speichern und beenden und nachher tun wir zuweisen. Dann wir die Dinger ausbrüten. Wir brauchen 5. Dann Ferreira, let's go. Du bist die richtig für den Job. So, und da wird der Dilophosaurus synthetisiert. He? Synthese abgeschlossen. Das ist aber schnell gegangen. Wieso ist das jetzt so schnell gegangen? Ist das gut? Schauen wir uns schnell an, was es gegeben hat. Da haben wir etwas mit... okay. Wir haben hier einen, der ist nachtaktiv. Sind alle nachtaktiv? Okay. Aber das ist gut. Wenn wir einen haben, der nachtaktiv ist, ich glaube, das ist nicht schlecht. Er ist langlebig, plus 30% Lebenserwartung und er ist fit. Er ist brutal getrainiert. Darum nehmen wir den sicher einmal. Das ist jetzt eben wieder etwas, das sehe ich nicht so gerne. Dominanz ist nicht so, da bin ich gar nicht Fan. Seitdem da der Bracchi eben 30% dominanter war und einfach nur für Ärger gesorgt hat, will ich das nicht, aber ich will auch keine Kränklichen. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich nur 2. Und das geht endlich gerade... Oder brauchen wir einen Alpha? Brauchen wir einen Alpha? Irgendwie hat es da... Ja, das ist halt da so ein Symbol. Wenn Alpha für gesamtes Territorium. Gut, wenn schon, würde ich den nehmen. Sanftmütig. Terrorisiert, ich glaube, letztes Mal habe ich gelesen, territorisiert, das macht keinen Sinn. Terrorisiert Gäste nie. Greift nie Ranger-Teams an. Dafür hat er eben plus... Okay, das ist eben schon nice. Er hat minus 30% wachsenden Arealbedarf. Also er ist echt zufrieden mit dem kleinen Gag wahrscheinlich. Wahrscheinlich plus 30% Wahrscheinlichkeit, dass Saurier Kontakte knüpft. Das ist jetzt da der Tinderosaurus. He? Ja, also komm, wir nehmen den. Ich habe das Gefühl, es ist kein... Er hat echt Dominanz, ich weiss, es stört mich. Aber es ist nicht rot. Beim Raptor war es eben noch rot gewesen. Ich glaube, da ist es eher ein gutes Merkmal. Vor allem ist er halt das Alpha-Tier dann. Ja, bei 2 Tieren. Mal schauen. Vielleicht haben wir wieder Ärger, vielleicht auch nicht. Aber wir brüten die 2 aus. Wir brauchen nur 2, weil sonst habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen eng. Let's go. 5. Fadl. Du bist richtig für den Job. Let's go. Okay, es geht recht schnell. Ich frage mich gerade, wir brauchen noch einen Ranger-Posten. Wo bin ich überhaupt? Wir brauchen noch einen Ranger-Posten, wo wir nachher zuweisen können. Wir machen jetzt mit trainieren. Jetzt habe ich auch gerade eine gute Idee, für was wir hier den Zwischenteil brauchen können. Und zwar für eine Beobachtungsgalerie, die tatsächlich Platz hat. Das ist verrückt. Nein, Moment. Nein. Es hat keinen Platz. Never mind. Shit. Oh, Moment, ich muss kehren. So, mal, es hat Platz. Alles gut. Dann können wir hier nämlich Beobachtungsgalerie hinpflanzen. Dann haben wir sie hier hinten nachher. Ich glaube, das ist gescheiter. Machen wir hier. Dann müssen wir schnell schauen, wo ist die Straße. Wo ist die Straße? Also der Fußweg, besser gesagt. Da habe ich mal aufgehört. Dann würde ich sagen... das geht, sehr gut. Nein, was geht nicht? Versperrt durch kleine elektrische Zaun. Also Moment schon. Schnell so.
jetzt noch 3. Okay, sieht jetzt einfach ein bisschen komisch aus. Ja, ist gut. Fahr schnell durch, fahr schnell durch. Ja, kein Stress. So, jetzt. Wo sind jetzt die Autos hin? Okay, die sind... Ich habe sie jetzt kaputt gemacht. Geil. So, jetzt gehen wir hier weiter. Ein bisschen abgerundet. Würde ich sagen... Ich kann hier unten auch noch etwas machen. Jetzt kommt es, Chef. Jetzt fährt der Film an, Jurassic Park. Jetzt bricht der T-Rex aus. So. Dinos sind aggressiv, das ist wieder der Bracchi. He? Wer sonst? Wer sonst? Bracchi, reiss dich mal zusammen. Du bist klein, gell? Was ist... Ah, genau, das haben wir noch. Jetzt können wir hier eigentlich die Dilophosaurus hier rein tun. Ich tue schnell das Ranger-Team zuweisen. Ah, die müssen Namen haben. Chat, also wenn die gescheite Namen haben für das Ranger-Team, rein damit. Bis dahin heissen es jetzt einfach geile Sachen 1. Und geile Sachen 2. Gut, nochmal schnell Ranger-Posten Aufgabe hinzufügen. Zack, gut. Wahrscheinlich fahren sie jetzt auch direkt hier rüber, darum tue ich jetzt gerade Dinos hier rein. Per Airlift freilassen, let's go. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ich habe kein Problem da mit den Dilophosaurus. So. Moment schnell. Gut. Also, mal gucken. Fehlt etwas? Ist alles zu? Die Besucher können hier schauen, was die Dinos so machen. Jetzt müssen wir natürlich dann zuerst mal schauen, was brauchen die Dilophosaurus überhaupt. Was für ein Terrain, was für Pflanzen. Sie brauchen ganz sicher etwas zu essen, aber da muss ich auch noch zuerst herausfinden, was denn genau. Brauchen sie ein Geiss? Brauchen sie ein Filet? Wollen sie jagen oder müssen sie gefüttert werden? Das ist die Frage. Ich würde jetzt wahrscheinlich vermuten, dass die jagen. Jetzt gehen wir da schnell in die Ego-Perspektive, schauen uns das an, wie er da runterkommt. Fahrzeug gefährdet. Ja, der arbeitet da schon, ich gehe jetzt nicht schauen. Ja? Wow. Haben wir jetzt einfach direkt verpasst, oder? Mach mal dein herzige Geräusch, die Lafo, bitte. Im Film machen sie wirklich so herzige Geräusche. Für das, dass sie so Killermaschinen sind. Einsam, ja gut, das ist klar. He? Das bekommen wir schon noch in den Griff. Oh, gut. Genau, du kommst direkt, scannst. Du bist jetzt ein bisschen zu früh gewesen, glaube ich. Kann das sein? Machen wir schnell direkte Steuerung. Einsam. 70%. Okay, dann finden wir schnell raus, was euch da fehlt. Jetzt hört auf. Es ist genau wieder das, oder? Übrigens, Chat, wir brauchen 2 Namen für unsere Dilophosaurus, die anscheinend auch wieder aggressiv sind. Also, einfach in den Chat rein, wenn ihr Namensideen habt. Bis jetzt sind alle Namen von Chat gekommen. Sie brauchen Wald. Wald und Beute. Aber in dem Fall ja, die jagen. He? Die jagen. Kommt ein Sturm.
Shit. Ui. Sturmwarnung, nein! Spiel, ich bin noch nicht so weit. Ich muss schnell pausieren, Spiel. Wo ist es überhaupt? Ah, da ist es. Beute, Lebendbeute. Gut. Machen wir das so. Ich glaube, eins sollte lang. Machen wir die. Aha, wobei wir können es auch da. Ich nehme an, die hier im Auto unterwegs sind, die zahlen zusätzlich. Ja? Darum stelle ich das nicht da bei denen an, die hier zu Fuß unterwegs sind, sondern da. Dann können die zuschauen, wie die Laffos jagen. Machen wir es so. Let's go. Gut, das ist mal das eine und dann braucht es noch ein bisschen Wald. Die Laphosaurier brauchen Wald und dann ist es Nedry. Dann können wir den auch noch reinstellen. Die jetzt denken, was zum Teufel schnurrt da der Troy. Das ist die Person, die halt stirbt im Film wegen der Dilophos. Wie viel Wald brauchen wir denn? So. Schnell schauen. Mal auf Play drücken, oder hat das schon... ich brauche noch einen... Nein, brauche ich wirklich noch einen mehr. Brauche ich wirklich noch einen dritten, damit die zufrieden sind. Ja, die... shit. Ja, das ist Kacke jetzt hier. Weil... Ich habe die anderen Eier vorgerührt. Machen wir es halt noch mal. Ist das immer noch gespeichert? Das ist immer noch gespeichert, gut. Wir brauchen noch mal einen Dilopho. Schade. Aber ist es halt so. Ich hoffe, sie haben genug Platz trotzdem dann. Also ich glaube, ich brauche einen. Dann brauche ich zwei. Schnell schauen. Was, das ist eigentlich es ist Wishmob, ich glaube, ist keiner gestorben, oder? Oder was meinst du? Wir haben nur kein Benzin, wir haben nur keinen Strom. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, sonst ist alles gut. Nein, es ist... Aha, ja, Wishmob grüezi übrigens. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt hier 2 Dilophos gemacht, in einem relativ kleinen Kägen. Darum habe ich auch nur 2 Wellen, aber ich habe jetzt hier festgestellt, wenn ich hier schaue, die sind einsam. He? Obwohl es 2 sind und ich habe hier gesehen, wo ist es? Bestand. 2 ist zu wenig. Darum, ich nehme an, damit ich hier in gute Bereiche hineinkomme, brauche ich einfach noch einen dritten. Das ist die Idee. Es ist noch niemand gestorben. Also, Gäste ja. Dinos nein, das ist das Wichtige. So, darum drücke ich nochmal auf Play. Ich nehme an, 3 sollte da noch schon klappen. Ja, ich habe gar nicht vom Sturm mitbekommen. Das Gebäude ist beschädigt worden. Wow, geil. Also gehen wir reparieren schnell. Ich glaube, ja, der Sturm kommt erst jetzt. Ich glaube, das war der Dilopho, der das Gebäude beschädigt hat. Chat. Bricht mir alles aus im Sturm. Ich sehe einfach schon fast gar nichts mehr. Wow, nein, Fahrzeug gefährdet. Uiuiuiui, ist nicht gut, ist nicht gut. Wo ist ein Fahrzeug gefährdet? Ich sehe es gar nicht. Ist alles gut. Muss repariert werden, okay. Jetzt. Also gut, dann halt. Machen wir das halt. Reparieren. Wo ist der Sturm schon wieder vorbei? Geil. Der wird schon repariert. Wishmob, wie geht's dir so? Alles gut? Gut, also. Alles nach Plan soweit. Dann suchen wir uns die Eier aus. Eier auswählen.
wir brauchen nicht nochmal einen Alpha. Das ist jetzt genau da. Alpha wollen wir nicht nochmal. Wir wollen nicht 2 Alphas haben. Natürlich, die Guten sind beides Alpha-Tiere. Die keine Alpha-Tiere sind, haben genetische Defekte. Oder sind einfach nur ganz normale. Darum, es muss jetzt halt sein. Es muss jetzt halt einfach sein. Ich hoffe, dass einer langt. Hey. Aber was brauchst du da aus dem Betrieb? Ist noch nicht repariert? Ah, okay. Tipptopp selber, mir geht es auch gut, Wishmob. Alles gut. Kann mich nicht beklagen. Ich finde es auch wirklich ein geiles Spiel. Ich finde das immer recht gemütlich. Es ist echt ein gutes Spiel zum Streamen, habe ich gemerkt. So, jetzt aber. Den wette ich Wissenschaftler zuweisen. Ich brauche 3 brauche ich. 3. Du, der Vatel ist der Einzige, der das geschickt hat. Ich glaube, ich muss da mal die anderen Ferien schicken. Ich muss da noch ein bisschen auf mein Personal schauen. Dass sie mir nicht davon säckeln. So, du gehst jetzt in die Ferien. Let's go. Und sobald wir 3 die Laffos haben, machen wir mal einmal so eine Tour. Dann machen wir einmal mal so eine Tour. Das muss schon sein. Von A bis Z einmal durch den Jurassic Park durch. Vielleicht setze ich vorher noch schnell ein bisschen Dekos. So, let's go. Jetzt haben wir 3. Bitte sind jetzt zufrieden. Wishmob, hast du noch gescheite Namen für 3 Dilophosaurier? Oder einfach für einen oder so? Wenn du irgendeinen gescheiten Namen hast. Also was haben wir bis jetzt? Wir haben den Brachy, wir haben den Seppi, 2 Velociraptoren, wir haben den Tick, Trick und Track, 3 Triceratopsen. Und jetzt haben wir noch 3 Dilophos, die noch einen Namen brauchen, Chat. Einfach rein damit. Es stört mich irgendwie, dass die Dilopho 1, Dilopho 2 und Dilopho 3 heißen. Wo sind sie überhaupt? Sind sie schon ausgebrochen? Da sind sie. Oh, jetzt ist irgendetwas los. Ja, Fahrzeug beschädigt. Ja, das sind nur Gäste, das ist schon okay. Ist ein bisschen Action. Das wollen ja die Leute schliesslich, oder? Bestand 2, das ändert sich jetzt gerade. Sonst haben wir beide 1 von 1. Wasser ist ein bisschen wenig. Und, okay. Wasser, aber gut. Ja, wir haben einfach keinen Platz. Das ist ein bisschen klein. Aber dann mache ich da noch ein bisschen Wasser rein. So ein bisschen. So. Das muss lange. Gerade nicht auf der kreativen Höhe. Hey Warlock, grüezi, geht's dir gut? Der mit dem meisten Agro muss hätte ich heißen. Also, let's go. Das heisst, das wär als Alpha-Tier gleichzeitig. Ich muss noch schauen, ob das wirklich der ist. Mal müsste sein. Das ist das Alpha-Tier mit 20% zusätzlicher Dominanz. Ich schreibe es jetzt genau so, wie du geschrieben hast. Eddie. So, let's go. Da haben wir auf einen, der einen Namen bekommen hat. Das Alpha-Tier. Was ich jetzt noch schnell mache. Ich glaube, sie sind zufrieden, oder? Sie sind zufrieden. Zufrieden. Alle zufrieden. Sehr geil. Bevor wir jetzt hier so die Tour machen. Hallo, Herr Hammer. Ja, aber hallo, Herr Bert. Grüezi. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Warlock, geht's dir auch gut? Was soll ich machen? Schnell ein bisschen Dekoration. Ein bisschen Dekoration, und zwar... Nein, das ist nicht da. Ich mache mich schnell weg, dann seht ihr, was ich hier treibe. Ja, nochmal schnell schauen, was ist los? Sind es nur Besucher? Es sind nur Besucher, gut. Dekorationen. Machen wir da schnell.
so ein bisschen so Zeugs da. Hier möchte ich eigentlich nicht zu viel verdecken. Hier können wir noch vereinzelt etwas anmachen. So. Dann da einfach so ein bisschen da. Dann machen wir hier noch. Nicht die. Da machen wir noch ein bisschen Sättig gerne. Ja, man sollte immer noch etwas sehen, wenn man hier durchfährt. Wir testen das nachher nämlich genau schnell. Gut, das Dilophosaurus-Schild haben wir hier. Es ist wie immer nicht so gut beleuchtet. Ich tue mich hier schnell wieder einblenden. Darum machen wir noch schnell ein Lämpchen hin. Ah gut, ich habe ja selber hier Scheinwerfer. Wir machen hier gleich noch das Lämpchen hin. Fahrzeug gefährdet. I don't care. Ja. Also, gleich noch mal schnell schauen. Wo denn? Haben wir im Velociraptor gehabt, gell? So, jetzt lese ich noch schnell den Chat. Dann machen wir hier schnell eine Tour durch den Park durch. Nur Meetings heute, zu nichts gekommen, aber sonst gut. Ja, Bert, die Tage gibt's. Die Tage, so einen Tag habe ich glaube morgen. Ja, du, eben gibt's, muss auch ab und zu sein. Ich hoffe, dass Meetings wenigstens so ein bisschen Sinn machen. Das ist für mich immer noch wichtig. Dass es auch wirklich, dass du sagen, okay, mal, das hat Sinn gemacht, dass ich jetzt da dabei war. Es hat Sinn gemacht, dass wir zusammengehockt sind. Bert, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Warlock, dir geht es auch gut, das freut mich. Gut, also wir machen jetzt mal eine Tour durch den Park. Ne? Hoffen also, dass da nicht alle Dinos da ausrasten in dieser Zeit. Wir könnten noch schnell da ein bisschen Forschung machen, das wäre vielleicht noch gescheit. Fossilien ansehen, dann wir da schnell ein bisschen DNA vor. Aha, das ist verkaufen und eines forschen, let's go. 3 brauche ich. 3! So. Massi, grüezi! Hallo, hoffen alles gut. Massi, alles super, kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Ja, ich glaube, in dieser Firma habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es nur produktive und informative Meetings sind. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt immer mal in jeder Firma wahrscheinlich so Meetings, wo du das Gefühl hast, okay, ja, hätte jetzt nicht unbedingt müssen sein. Aber nicht, solange es nicht vorwiegend nur so Meetings sind, dann ist ja gut. Und das klingt echt gut, so wie du jetzt geschrieben hast. Ja. Ich habe bis jetzt noch nie so das Gefühl gehabt, nach einem Meeting gehabt, und wieso bin ich jetzt genau da gewesen? Das ist gut, das ist sehr gut. Schaffst du in einer, wie soll ich sagen, grossen Firma oder sehr so einen kleinen Betrieb? Ich glaube, das macht es eben dann manchmal auch noch aus. Wir sind ja inzwischen doch recht gross. Und das ist manchmal halt auch wirklich schwierig, auch für mich, wenn ich ein Meeting organisiere, herauszufinden, ja, wer braucht es jetzt effektiv alles? Und dann nimmst du halt lieber mal Leute zusätzlich rein, als dass du sie vergisst. Das meine ich damit. Oder? Leider noch im Lurk, viel Spass mit Massi. Merci für den Lurk-Support. Auf jeden Fall schön, dass du schnell reingeschaut hast, schnell Heu gesagt hast. Freut mich immer. Das wäre eine Traumfirma. Da darf ich mich bewerben. Darf keine Werbung machen. Ganz so Brack. Ja, ist gut. Brack.ch ist the way to go. Ich darf auch nichts anderes sagen. Gut, also, wir machen jetzt da schnell. Wo fährt da unsere Tour an? Ja, wir machen noch schnell eine Expedition, das wollte ich noch machen. Wir holen uns noch schnell einen Strutiomimus. Oder ein Strutiomimus.
Also, let's go. Strutiomimus. Eis. Der Fadl. Ja, Fadl, du gehst jetzt halt da schnell. Gut, und wir gehen in dieser Zeit auf Tour. Es ist eine mittelkleine Agentur für Gaming E-Sports. Ah, du hast schon mal etwas gesagt. Mittelklein, okay. So von der Grösse her. Ich kann nicht klagen aktuell, darf bei meiner Firma aktuell auch jonglieren, wie ich will mit der Familie. Das ist für mich aktuell brutal viel wert. Hey, das glaube ich, Massi, das glaube ich. Das ist natürlich schon cool. So, muss mich schnell orientieren. Wo ist was? Da, so, da. Da fangen wir an. Da fangen wir an. Ich werde hier ins erste Auto einsteigen, das hier zu fahren kommt. He? Oh, da ist es. Let's go. An Parktour teilnehmen. Let's go. Also. Kann ich hier in dieser Zeit noch ein bisschen Chat lesen? Bye bye Massi. Ciao Topolino. Hast du etwas in die Luft jagen? Ja, so, nein. Oh, nein, anzünden auch nicht. He? Es ist, Dinos können nicht ausbrechen. Ich kann den Strom abstellen oder einfach nicht die Stromgeneratoren nicht mit Benzin versorgen. So Zeug kann ich machen, um aktives Chaos vorantreiben in diesem Park. Aber es geht wirklich darum, dass es gut läuft. He? Wir wollen hier keine toten Gäste haben, oder nicht allzu viel. Wir haben, glaube ich, schon ein paar gehabt. Also was ich da schon mal gesehen habe, wenn ich mir das so anschaue, ja, da braucht es noch ein bisschen Zeug. Da braucht es irgendwas, braucht es da noch. Keine Ahnung was. Gut, einer, der erzählt. Der Park ist bemüht, Schäden und Verletzungen während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle relevanten Anweisungen an unsere Parkbesucher weiterzugeben. Ich weiss jetzt nicht, Chat, ob das funktioniert. Hört ihr mich jetzt anders? Ich habe das gebaut. Chat, ihr müsst mir schnell sagen, es funktioniert. Also, lieber Chat, da funktioniert wiederum nicht, es blinkt. Es ist halt schon da Jurassic Park Prototyp. Grüezi miteinander. Willkommen im Jurassic Park. Da, so, Logo einblenden. Für alle, die sich jetzt fragen, was sie jetzt da haben, wir haben hier ein Display. Ich tue jetzt das Display da noch ein bisschen animiert einfügen. Ich töne jetzt auch so komisch, weil ich halt aus nicht so qualitativen Lautsprecher rauskomme. Genau. So. Also, wir fahren schon gleich durchs Tor durch. Ja. Ich weiss nicht, was ich selber erzählen. Du Vogel. Ja, Bert, irgendetwas muss ich ja einbauen, oder? Irgendetwas muss ich ja einbauen, was so ein bisschen verspielt ist. Wie in meinen Streams. Es ist ja immer irgendetwas, ist immer etwas los. Genau, Hammer Tourguide. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen. Also, liebe Gäste, wir fahren gleich. Habt den Schlitten, ich bin jetzt am Erzählen. Der andere schnarrt mir immer rein. Gang weg von deinem Mikrofon, ich habe da den Job übernommen für das Fahrzeug. He? Also, liebe Gäste, wir fahren jetzt gerade durch das Jurassic Park Tor durch. Genau, da vorne haben wir es auch schon. Es ist gerade das Fahrzeug beschädigt worden, aber machen Sie sich keine Sorgen. Bitte steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug aus. Merci. So, und wir kommen immer näher zu dem epischen Moment, wo wir durchs Tor durchfahren. Genau. Und ich weiss nicht, was ich noch erzählen dazu. So, und jetzt spielen wir noch schnell Jurassic Park Musik ein. Und es gibt noch ein Viertel, liebe Besucher, jetzt ist es schon zu spät. Das Viertel ist schon passiert. So.
Liebe Besucher, wir kommen hier zuerst einmal beim Dilophosaurus-Gehege an. Der Dilophosaurus ist ein Dino. Ich weiss leider nicht, aus welcher Zeit, ob es Kreidezeit ist oder sonst irgendetwas. Ich bin da nicht informiert. Der Dilophosaurus ist zwischen 30 cm und 5 Meter groß. Man weiss es nicht so genau, leider sehe ich jetzt auch gerade keinen. Ja, wir gehen jetzt auch schon mal direkt weiter zum Triceratops. Wo ist da mein Knöpfchen für den Triceratops? Genau, also wir fahren hier direkt ins Gehege rein. Der Triceratops ist ein Pflanzenfresser, also alles easy peasy, ist nicht gefährlich und so. Natürlich kann ein Triceratops aggro werden. Hat auch schon Tote gegeben hier drin. Aber machen Sie sich nicht weiter Sorgen und bitte steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug aus. Merci. Der Triceratops, ich kann mir jetzt hier Infos geben. Der Triceratops ist ein pflanzenfressender Dinosaurier und hat während der oberen Kreide... Oh, okay, ist ein bisschen schräg, gehört dazu, ein bisschen Achterbahn und so. Liebe Besucher, bitte machen Sie sich keine Sorgen, ist alles gut. Hier haben wir auch so einen Triceratops, er ist ein bisschen aggressiv gerade, aber er säckelt nicht in unsere Richtung, darum ist alles gut. Der Triceratops hat in der oberen Kreidezeit gelebt. Er ist ein Pflanzenfresser, wird bis zu 9 Meter lang und 3 Meter hoch. Und kann bis zu, ein ausgewachsenes Tier kann bis zu 10 Tonnen schwer sein. Und der erste Fossilienfund war in Nordamerika. Das ist geil, wie ich mir dort die Infos geholt habe, Chat. Und wir haben auch schon wieder ein beschädigtes Fahrzeug. Liebe Besucher, machen Sie sich keine Sorgen. Da sind wir aktuell noch sicher. Dafür sehen wir einfach auch keine Dinos. Ich lese noch schnell Chat. Ohne Jeff Goldblum macht auch keinen Spass. Ja, der Jeff Goldblum, der müsste eben schon noch sein. Sein Name fängt mit D an, hast du vergessen? Oh, liebe Besucher, haben Sie sich fest. Es wird noch mal schnell ein bisschen ungemütlich da, weil ich die Strasse ein bisschen komisch gebaut habe. Triceratops sind doch von Grund auf ein bisschen sassy. Ist das so? Ja, liebe Besucher, ich bin gerade informiert worden, Triceratops sind ein bisschen sassy, das gehört aber dazu. So sind sie halt. Zumindest die aus einem Land vor unserer Zeit. True, ja, ich weiss, was du meinst, okay. Da sind wir aktuell noch sicher, ja, genau, liebe Besucher, wir sind aktuell noch sicher. Jetzt fahren wir noch schnell raus, dann können alle noch mal schnell tief Luft holen, ich blende da noch mal schnell mehr ein. Leider bin ich ein bisschen kaputt, wie ihr seht, die Effekte sind noch nicht so ganz zu 100% fertig. He? Wieso redest du endlich immer rein da? Ich bin da der Park-Guide. Da schnarrt einfach immer einer rein bei mir. So. Also wir nähern uns jetzt im Velociraptor-Gehege. Und was da ein bisschen speziell ist, wir fahren durchs Gehege durch. Velociraptoren sind sehr gefährliche Dinos. Aber hey, beim Bau von diesem Park habe ich dort noch nicht so weit überlegt. Darum, wir fahren einfach hin und schauen mal, was passiert. Bewahren Sie bitte Ruhe und steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug aus. Danke. Und bei diesem Charakter mega Windows-Büroklammer an Assistent-Vibes. Ja, es ist eben schon so. Es ist eben schon so, oder? Wir blenden da noch ein bisschen. So, also liebe Besucher, jetzt wäre der letzte Moment, bevor wir ins Velociraptor-Gehege reinfahren, der letzte Moment noch zum Aussteigen. Aber bitte steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug aus. Merci. Genau, wir sind hier beim... Ich blende mich aus, weil es sieht komisch aus. Wir sind hier beim Velociraptor-Gehege angelangt. Ich muss hier schnell meine Infos führen, damit ich hier irgendetwas Gescheites über Velociraptoren erzählen kann. So. Es ist bekannt,
Sehen wir dann auch welche? Oh, dort, oh, nein, das ist eine Ziege, das ist kein Velociraptor, liebe Besucher. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Auf jeden Fall hätten wir hier den Bracchi und den Seppi. Wäre cool, wenn wir den Seppi würden sehen. Wenn wir den Bracchi hingegen sehen, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Bracchi ist ein Alpha-Tier, hat einen genetischen Defekt, der ihn sehr aggressiv macht. Und dann sehen Sie auch schon, dort wird das Fahrzeug gerade demoliert. Die Besucher sind am Sterben. Aber bitte bewahren Sie Ruhe und steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug aus. Merci. Es würde mich nicht verwundern, wenn das dort der Bracchi ist, der auch wieder den ganzen Verkehr aufhaltet. Es ist unbedingt erforderlich, jederzeit einen Sicherheitsabstand zu bewahren. Und er greift schon wieder an. Okay. Ja, jetzt kommen wir noch. Mal schauen, ob das gut kommt. Einfach Ruhe bewahren. So. Ein Velociraptor ist übrigens ein fleischfressender Dino, frisst auch gerne Menschen und Gäste, der auch während der oberen Kreidezeit gelebt hat. Sein Name bedeutet schneller Räuber. Er wird bis zu 5 Meter lang, 2 Meter hoch. Eigentlich sind sie ein bisschen kleiner. Ich weiss nicht, wir haben hier wahrscheinlich so ein bisschen genetische Defekte und darum sind sie bei uns im Jurassic Park ein bisschen grösser gekommen. Der erste Fossilienfund vom Velociraptor war in der Mongolei. Und ich sehe leider jetzt gerade keine Velociraptoren mehr. Und wir haben es überlebt. Wow. Wow. So, jetzt mache ich da das Zeug wieder raus. Töne ich wieder normal? Lieber Chat, bitte schnell sagen, ob ich wieder normal töne. Ich hoffe, euch hat da die Tour gefallen, da, durch den Jurassic Park. Ich glaube, nachher ist fertig, wir haben keine Dinos mehr. Wir müssen eben noch bauen. Kein Strom. Kein Strom, oder? So, jetzt lese ich noch schnell den Chat nach. Ich habe noch einiges verpasst. Velociraptoren haben doch ihren Namen, weil ihre Oberschenkel so typische Veloräderform haben. Genau, Bert. Das ist genau die Überlegung. Darum heissen sie Velociraptoren. Und für das habe ich jetzt Geld gezahlt. Ja, wir haben doch ein bisschen Action gehabt, oder? Hast du noch zuschauen, wie da die anderen Gäste angegriffen worden sind? Oh, was passiert jetzt da? Das schauen wir jetzt noch schnell an. Wer ist es überhaupt? Der Bracchi ist es zu dem noch. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dass wir da halt das Ding auch zum jetzt durch Velociraptoren gegen leiten, da, die Tour. Das ist aber interessant, das ist echt interessant. Da. Wir können hier noch ein bisschen näher hin. Wir können hier schnell näher schauen, was hier abgeht. Was meinst du mit normal? Bracchi ist mein Spirit Animal. Der trollt da nur mit den Gästen. Jetzt greift er wieder den... Ah nein, der Seppi hat den Bracchi angegriffen. Ui, Seppi? Ich habe gemeint, du sagst nicht aggressiv. Da kostet uns da so viel Geld. Einer ist da der Velociraptor-Ding durch. Da musst du eigentlich gerade jedes Auto ersetzen. Er will nur spielen. Gut. Aber hey, es ist echt cool, dass da Bracchi und Seppi... Ich meine, seitdem jetzt da etwas los ist, hier in diesem Keg. Jetzt haben sie etwas zu tun, jetzt gehen sie nicht mehr aufeinander los. Das finde ich eben cool. Vorher hast du den Seppi, der ist einfach immer drunter gekommen. Ich meine, schaut euch mal die ganzen Narben an, die der hat. Das war so ein armer Seppi. Uiuiui. Uiuiui. Was ist... Jetzt habe ich gemeint, jetzt ist ein Dude ausgestiegen aus dem Fahrzeug. Dabei ist ja da ein Raptor. Gut, wir gehen da mal wieder raus.
Ja, muss sparen, Autos abschaffen, sollen zu Fuß sein. Ich könnte endlich auch einen Fußweg reinmachen. Das wäre richtig geil, oder Bert? Das wäre wirklich so richtig geil. Aber ich meine, hey, es steht da immer Fahrzeug gefährdet, aber bis jetzt ist jedes Fahrzeug rausgekommen. Ich weiss nicht, ob alle Gäste überlebt haben, aber jedes Fahrzeug ist rausgekommen. Sehr gut. Auch besser für die Umwelt. True. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja gerade letztes Jahr wieder Jurassic Park geschaut. Und ich meinte eben, die Fahrzeuge, die fahren elektrisch. Darum sind sie, glaube ich, auch auf der Schiene. Und das Geräusch, das sie eben machen, ist tatsächlich eben auch... sie haben eben kein Geräusch gemacht, also nehme ich an. Auch wenn der Film 1994 rausgekommen ist, die haben da schon elektrische Karren gehabt. Von dem her umweltfreundlich. Genau. Und aus dem Strom, den wir brauchen, einfach durch Benzingeneratoren produziert werden, können wir jetzt auch mal ignorieren. Gut, Expedition haben wir noch gemacht. Darum gehen wir jetzt hier noch schnell schauen, was wir haben. Wir können verkaufen. Wir haben nur noch 5,6 Millionen. Wo ist denn das Geld denn? Hey, mein Gott. Okay, ich glaube, ich muss langsam ein bisschen aufs Geld schauen. Aber ich brauche vor allem noch einen 4. Dino. Und darum haben wir gesagt, machen wir den Strutiomimus. Wie viel brauche ich? 3 Forschung. Dann gehst du. Let's go. Schnell auf die Uhr schauen. Wir haben 10 vor. Ich weiss nicht, das wird wieder knapp. Aber wir haben alles erfüllt, ausser die eine Spezies, die wir noch brauchen. Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe... Wieso machen wir endlich Minus? Verdienen wir nichts mit dem Park? Ja, wir machen Minus, weil da alle Karren kaputt gehen. Verdammt. Das ist kein Wunder. Egal, ich tue mal schnell pausieren und baue ein neues Gehege. Und zwar ein Gehege für den Strutiomimus. Die sind übrigens in den Filmen nicht vorgekommen. Was in den Filmen vorkommt, ist der Gallimimus. Jetzt machen wir das hier hin. Ich würde sagen, das ist perfekt. Dann fahren jetzt hier ein Gehege rein und fahren hier wieder raus. Fangen wir hier mal anbauen. Ich mache jetzt hier das wieder im gleichen Stil mit diesen schrägen Dinger. Irgendwie so. Ja gut, da geht es nachher nicht mehr auf. Machen wir halt hier ein bisschen rund. So. Ja, da haben wir da auch noch gerade ein bisschen Wasser drin, das ist eigentlich perfekt. Darum machen wir hier ein bisschen einen grösseren Bogen. Es versperrt. Es versperrt. Wieso geht jetzt das nicht? Was der... What? Was erzählst du? Das kann ja gar nicht sein. Ja, aber Bounce, ja, aber Troy, jetzt hast du immer noch keinen Bouncer-Raptor. Shit. Ja, wir haben sie halt schon benannt, gell? Wir haben sie schon benannt. Ich würde wirklich gerne einen Bouncer-Raptor machen. Willst du einen Dilopho-Bounce haben? Ich kann dir einen Dilopho-Bounce anbieten, Bounce. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Bounce? Wir können da kein Ding bauen, kein Tor. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Wenn wir das jetzt entfernen, da. Jetzt ist halt die Uhr kaputt für einen Moment. Nein, ich will nicht ein Tor machen, Gott verdeckt. Also. Da geht es wiederum. Okay, whatever. Ja, fast. Spiel kannst du auch gerade verbinden. He? Ist gut.
So, jetzt müssen wir noch mal schnell schauen wegen der Straße. Jetzt da schnell halt hier Tour Beton. Durchstrecke, Beton durchstrecke. Ah, okay, wir müssen hier den Bogen ein bisschen grösser machen, dann geht das wunderbar. So. Ist das echt, weil es dort eine Kurve ist? Ja, nein, es ist, weil es dort zu nahe am Wasser ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Dilophobounce ist. Ein Dilophobounce. Schau jetzt, Bounce. Ich gebe dir jetzt hier den Dino. Die haben wir vorher die ausbrütet gehabt. Mal schnell schauen, wo sich die hier verstecken. Wir haben einerseits den Eddie, das ist Salvatier. Du bist leider aber nicht Salvatier, Bounce. Aber warte, jetzt mit mir nennt hier den, der genetisch ein bisschen besser zu Weg ist. Das ist, glaube ich, der Dilopho 1. So. Das wäre in dem Fall dein Dino. Den benenne ich jetzt. Oh, der heisst jetzt Dilopho Bounce. Dilopho Bounce. Let's go! Bounce, GZ, du hast deinen Dino. Da ist er. Da ist er. Ja, der Alpha ist schon vergeben. Der Alpha ist schon vergeben. Sicher nicht da so ein Noobsaurier. Ja, aber Bounce, du hast doch Jurassic Park gesehen. Wir haben es sogar schon mal vom Dilophosaurus gehabt. Das ist der mit dem Schirm. Das ist der mit dem Schirm, der kann spucken. Das ist doch geil, oder? Du bist ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, nicht so 0815. Aber warte, ich drücke mal schnell auf Play. Gehen wir da mal schnell näher hin. Ich stehe jetzt hier schnell neben der Bounce hin. Sie tönen halt ein bisschen herzig. Aktuell läuft er einfach ein bisschen im Kreis im Wasser, ist ein bisschen verwirrt und so. Ah, okay, ja, das ist geil. Eben, geh Bounce, das ist doch nice. Das ist doch nice. Neues lebensfähiges Genom. Strutiomimus. Also, let's go. Schnell auf die Uhr schauen, mal. Vielleicht reicht es noch. Vielleicht reicht es noch. Wir müssen hier schnell sein. Wie viel haben wir denn? Ich schicke nochmal schnell eine Expedition los. Strutio. Da, Expedition. Fadl, du gehst, 120'000. Wahrscheinlich ist er knapp über 50%, was ein bisschen wenig ist. Ganz schnell schauen. Oh, wir haben ja noch den Parasaurolophus, mein Gott. Eigentlich könnte man den machen. $89. Nein, wir machen den Strutio. Jetzt habe ich schon auf Forschung geklickt. Wär's der Bounce, würde er rumrennen und allen DPD erklären auf. Okay. Kitty, grüezi, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Hast du natürlich recht, he? Der DPD-Bounce. Er würde vor allem alle Weibchen fressen. Ui, okay. Sehr schön. Jetzt schaue ich noch mal schnell. Wir müssen hier natürlich auch irgendwie ein bisschen ready sein, wenn wir das heute noch hinbringen wollen. Darum brauchen wir einmal Strom. Das machen wir hier hinten. Let's go. Wir übertreiben es jetzt mal nicht mit Aussichtspunkten. Wichtig ist, dass wir Strom haben. Wichtig ist, dass wir einen Ranger-Posten haben. Strutiomimus sind Pflanzenfresser. Darum mache ich da... Ah, ich muss herausfinden, was sie natürlich genau gerne haben. Da muss ich sie zuerst reinschicken. Ich brauche noch einen Store für die Rangers. Das machen wir. Da haben wir keinen Platz mehr. Ich muss hier zwischen hin. Let's go. Gut, wir machen ein Range, wir wählen ein Range-Team aus. Geile Sache 1, der geht regelmässig hier vorbei.
Bounce. Wortwörtlich der Lady Killer. Eigentlich hätte ich da den Dilopho Bounce können Lady Killer Bounce benennen. Der Lady Killer Saurus Bounce. Eigentlich könnte... Bounce, wenn du dumm bist, wenn ich da meine erste T-Rex habe. Dann heisst der T-Rex Lady Killer Saurus... Nein, Lady Killer Bounce... Ich weiss nicht, was habe ich vorhin gesagt? Lady Killer Saurus Bounce. Genau so heisst er dann. Kitty, du Man-Eater. So, was haben wir noch nicht? Expedition abgeschlossen, sehr gut. Fossilien ansehen, verkaufen, Geld, das ist wichtig. Wir machen nur Minus in diesem Park, das ist echt schlimm. Jetzt gehen wir gerade nochmal aus. Wir brauchen 3. Du gehst, let's go. Dann sollten wir, glaube ich, bei 100% sein beim Strutiomimus. Das heisst, wir können schnell Eier ausbrüten. Und dann schicken wir die hier rein. Und dann haben wir vielleicht heute tatsächlich noch da das Ziel, die Mission gemacht. Wäre geil. Wäre echt nice. Was ist da los? Ah, das ist... So, während da die Dinger ausbrüten, mache ich da nochmal schnell, ich gehe da nochmal schnell eine Parktour rein, für alle die es vorhin nicht mitbekommen haben. Velociraptor ist ein äußerst geschickter Jäger und seine gekrümmten Klauen sind perfekt. Also für alle, die es vorhin nicht mitbekommen haben, ich bin hier der Park Guide in diesen Autos. Ich bin hier auf dem Monitor immer zu sehen. Genau, also ich bin endlich der Mr. DNA, leider ist halt der Effekt ein bisschen kaputt. Ist halt jetzt einfach so. Auf jeden Fall, da vorne, das habe ich natürlich noch vergessen, würden wir ein Strutiomimus reinfahren, weil ich leider kein Strutiomimus-Symbol habe. Das blenden wir jetzt einfach das Gallimimus-Symbol ein. Das ist doch etwas Gleiches, das ist alles dasselbe. Es sind einfach Dinos, sie säckeln gerne rum. Und natürlich sind sie noch nicht drin, darum gibt es da gar nichts zum Anschauen. Also liebe Besucher, I'm so sorry. So. Vorhin habe ich übrigens wirklich die ganze Tour so gemacht. Sonst müsst ihr halt das VOD schauen, wenn ihr die Tour nochmal mit mir als Tourguide haben wollt. Lieber Chat. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Dementsprechend können wir nicht oft und gut auf eure Nachrichten eingehen. Wir kommen aber später gerne darauf zurück. Streamlabs, hebt den Schlitten. Hebt den Schlitten, du lügst. Oder nehmen wir gerade einen Podcast auf. Das wäre ein kleiner Strauben-Podcast. Vor allem da mit meiner Park-Guide-Stimme. So, wir müssen hier schnell ein bisschen vorwärts machen. Ich habe schon wieder vergessen, was der Plan ist. Wir haben geforscht. Ich glaube, es ist fertig. Ich glaube, wir können schon mal ausbrüten. Come on, 100%. 100% Strutiomimus. Dann wir schnell Genom modifizieren. Da kostet, glaube ich, immer recht Geld. Wenn wir das wirklich machen, wie viel kostet das? Ja, nein, das ist easy peasy. Speichern beenden. Ich kann noch schnell schauen, ob ich irgendeine geile Farbe auswählen kann. Grün. Ja, grün ist doch besser als irgendwie so ein komisches Grau. Musterfarbe. Zufällig pro Ei, ja, das machen wir. Speichern beenden, dann tun wir die hier ausbrüten. 3 brauchen wir. 3. Oh, der Jacobo. Der ein bisschen zu wenig. Da. Auf so einen Tour mit dem Troy würde ich jetzt noch gehen. Das ist einfach ein bisschen gefährlich. Schön im Velociraptor kann ich einfach für nichts garantieren. Also ich glaube, jedes Auto ist beschädigt worden.
So, sind wir schon nachher? Es geht, glaube ich, recht schnell. Ja? Wir sind sogar schon nachher. Jetzt schauen wir schnell. Eier auswählen. Wie viel brauchen wir echt? Gut, das ist relativ gross. Wir haben alle brauchbaren Eier. Check. Langlebig, fit, check. Gendefekt. Wahrscheinlichkeit einer Panik. Ja, nein. Wollte ich doch nicht Strutti am Imus, die da immer Panik ausbrechen, wenn man sie einmal ein bisschen anschaut. Und dann ist er ist überhaupt nicht dominant, kommt noch dazu. Aber dafür minus 30% Bedrohung. Scheu. Chat, wenn wir im Panik am Imus eine Chance geben, sage dir. Den haben wir auf jeden Fall, da haben wir ein Alpha-Tier, sehr gut. Ja, da haben wir schon, die sind alle schüch. Die sind alle schüch. Ich würde mich vom Bounceosaurus Rex fressen lassen, aber ohne Anfang. Sehr gut. Sehr gut. Ich brüte jetzt mal 3 Eier aus. Ich weiss halt nicht, wie viel brauchen sie. Oder soll ich noch einen Scheuchen nehmen? Aber dann nehme ich natürlich einen, der da noch ein bisschen gesund... Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich gebe hier einem Scheuchen eine Chance. Er ist nicht dominant, er ist aber auch keine Bedrohung. Und wahrscheinlich bekommt er auch direkt einen Herzinfarkt, wenn das erste Mal das Auto vorbeifährt. Aber wir machen jetzt da schnell. 1, let's go. So, Strutti und Mimusse 4 Stück. Dann können wir, glaube wirklich die Mission abschließen. Und dann wäre es das für heute. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch noch weitermachen werden. Sicher diese Mission werden wir noch abschließen. Ausser das war jetzt die Mission gewesen. Ja, sind wir schon durch? Nein, jetzt gerade. Let's go. So. Per Airlift freilassen, let's go. Wir sind hier die Heime. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Wir sind nur Augenblicke von der Krank. Öffnung des Parks entfernt. Also wir haben gar noch nicht offen. Kranke Saurier haben. Wir haben ja gar noch nicht offen. Was fahren denn da die Autos um? Macht ja gar keinen Sinn. John Hammond. Zusicherungen. Wir arbeiten bereits daran, Dr. Hammond. Jetzt sind Triceratops krank. Die Veterinäreinheit von der paläomedizinischen Einrichtung aus. Nicht wahr, Lilly? Ja, natürlich. Sie kümmern sich um die Diagnose und wir entwickeln ein Heilmittel für den Triceratops. Perfekt. Wir haben einen Plan. Damit ist alles vollständig unter Kontrolle. Gehen wir da schnell schauen, was die da haben. In Anbetracht all der Steine, die uns bei der Umsetzung des Jurassic Park in den Weg gelegt wurden, bin ich geneigt zuzustimmen. Was immer nötig ist, sorgen Sie dafür. Und Henry, informieren Sie mich, sobald das erledigt ist. Verstanden. Lily, machen Sie weiter. Danke. Wie Dr. Wu bereits sagte, ist alles unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle, sehr schön. Können die noch das Corona bekommen eigentlich? Nein, die haben das ist irgendwelche Probleme. Hakenwürmer ist irgendetwas, wo da immer alle ein bisschen das Problem haben. Könnt schnell hier beim Brocki schauen. Der hat genau Schwächen, Hakenwürmer. Aber sie können tatsächlich auch Viren bekommen. Sicher auch Corona drunter. Man weiß es nicht. Andere Haustiere haben ja auch eine Form bekommen können. Ja, das ist true. Was ist los? Krankheit, Medizinerfordernis. Jetzt haben wir plötzlich wieder Tutorials. Ursache: Ein Saurier leidet an einer Krankheit unbekannten Ursprungs. Diese Krankheit muss von einem MVU-Team behandelt werden. Erforsche die entsprechende Heilung im Wissenschaftszentrum. Klick auf einen Dinosaurier, um die Information zur Krankheit einschließlich ihrer Folgen und zutreffende Maßnahmen anzusehen. Also, let's go, machen wir da schnell. Wer ist überhaupt krank? Der.
Nein, das ist jetzt aber nicht da. Das ist ein Hakenwürmer, oder? Ah, da. Efeu-Vergiftung. Ja, das ist wie im Film. Das ist ja wie im Film, oder? Logisch. Dann tun wir das schnell forschen. 1 und 3. 1 und 3. Da, ist da muss einer eine Ferien, habe ich gerade gesehen. Machen wir das noch schnell. Ich habe auch ein bisschen später angefangen, Chat, darum höre ich jetzt auch noch ein bisschen später auf. Da bringen wir glaube ich noch, als wir die Dinos heilen können. Produktzustellung bestätigt. Kitty, haben wir denn überhaupt schon einen Dino nach dir benannt? Transportiere Produkt. Ich kann dir noch die Lophosaurier anbieten. Da wärst du auch mit dem Bounce unterwegs. Mit dem Ladykiller Bounce. Aber da haben wir noch einen Dilopho, den wir benennen könnten. Und zwar ist es der hier. Die Dilopho 3 könnten wir noch benennen, Kitty. Hast du einen Namen? Den Namen hast du, bitte aber family friendly, hä? Tattoo-Tata, der Dr. Troy ist da. Sehr gut. Sehr gut. Was? Mit der Kitty im gleichen Keg? Ja, Bounce. Das ist im Kleidrockten gestanden, das hast du vorhin eben nicht angelegt. Einfach nicht. Okay, Kitty. Wie du willst. Du hast einfach einen Namen reingegeben. So, bin ich jetzt am Forschen? Ja, ich bin am Forschen gewesen. Okay. Jetzt kann ich eine Spritze reinjagen bei denen. Jetzt frage ich mich gerade, muss ich das da muss ich nicht mit dem Ranger-Team machen, das muss ich mit denen machen. Ja, behandeln. Behandeln Trick, behandeln Tick. Let's go. Und der Truck, der ist voll zu weg. Der interessiert es jetzt einfach gar nicht. Oh, Kitty. Haben wir nicht mehrmals über das Thema gehabt? Über das Thema. Meneaturus Kittisaurus. Ei. Da haben wir mal eine Frage. Jetzt da endlich männlich und weiblich bei diesen Dinos. Also wir im Jurassic Park haben nur weibliche Dinos, damit sich die nicht fortpflanzen können. Und wie jetzt der Jeff Goldblum würde sagen, Life finds a way. So viel zu dem Thema. Merci. Bitte nicht aus dem fahrenden Fahrzeug steigen, danke. Nein, das ist nicht Matcha, das ist Mate. Mate. Ich glaube, wir haben es eben auch schon mal darüber gehabt. Oder ist das nicht mit dir gewesen? Gut, Krankheitsausbruch öffnet den Jurassic Park. Jetzt, wo wir da fast... Wir haben noch 4 Millionen. 4,5 Millionen, ja, haben wir noch. Ich weiß nicht, was wundersamer ist. Die Saurier zurückzubringen oder endlich den Jurassic Park für das Publikum zu eröffnen. Ein Traum. Bounce, ich habe nicht näher auf das Thema eingehen. Ja, Bounce. Und an die Kraft der Aber Träume. vielleicht ist ja das so. Ich lasse jetzt die schnell noch schnurren. Für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Und was wäre das? Menschen, die Ein zum Bounce. ersten Mal einen Saurier sehen. Menschen, die zum ersten Mal den Bounce sehen. Was ich wollte sagen, ja, es sind alles Weibli-Bounce, aber ich meine, wie gesagt, irgendwie haben sie sich gleich fortpflanzen. Plötzlich hat es überall Junge gegeben bei Jurassic Park. Vielleicht ist ja da, weil da so ein Bounce sich unter die Weibli gemischt hat. Vielleicht ist ja da genau die Erklärung dafür Bounce. Also, you know, the Lady Killer Bounce.
da dafür gesorgt, dass es da plötzlich Junge gibt. Das Leben findet einen Weg. Richtig, Bounce. Life finds a way. So, jetzt tue ich da halt öffnen und dann ist die Mission abgeschlossen, oder was? Oh, und ein Eis essen. Das wär jetzt echt genial, wenn wir die Mission jetzt noch abgeschlossen haben. Willkommen im Jurassic Park. Da, 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 da. Okay, es geht weiter, es ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir ein Hotel bauen. Ja, das machen wir dann nächstes Mal. He? Da machen wir nächstes Mal. Wenn sich deine Gästeanzahl erhöht, musst du mehr Hotels hinzufügen, um eine hohe Unterkunftsbewertung zu halten. Hotels müssen nicht in der Nähe von etwas platziert werden, um Unterkunft bereitzustellen, aber sie bieten Sichtweite um sie herum. Die Unterkunftsbewertung ist eine Komponente des Gastkomforts. Park Ranger kann ich umbenennen. Schauen wir nachher gerade noch schnell an, bevor ich Feierabend mache. Ich darf ja auch mal überziehen, oder? Also eben darf mein Dino... Aha, ja, das machen wir auch noch schnell. Ich lese noch schnell das, dann machen wir schnell Benamslung vom Dino und dann machen wir noch schnell, schauen wir uns Park Ranger noch schnell an. Stelle sicher, dass es Schutzräume in der Nähe aller dicht besuchten Gebiete deines Parks gibt, um deine Schutzraumversorgung zu erhöhen. Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen und Saurierausbrüchen, um einen Rückgang deiner Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Die Schutzraumversorgung ist eine Komponente des Gastkomforts. Das habe ich bis nächstes Mal alles wieder vergessen. Ja Gott, verdecken. Baue Toiletten, um dicht besuchte Bereiche deines Parks abzudecken und für Toilettenversorgung zu sorgen. Überprüfe den Ansichtsmodus für Toiletten, um Lücken in deiner Abdeckung zu identifizieren. Die Toilettenversorgung ist eine Komponente des Gaskomforts. Ist gut. Also. Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch jetzt wollte ich nur noch schnell sehen, dass es da raufgeht. Indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in Es geht immer noch runter. Geil. Also, jetzt machen wir da noch schnell. Wir haben... Das ist mein Dino-Feminismus. Aber es ist ja kein T-Rex. Es wäre ein Dilopho. Oder willst du auf den T-Rex warten, Kitty? Also Moment, ich muss mal schnell schauen, was ich da machen kann. Was kann ich machen? Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Da sind, glaube ich, da sind die Laffos. Jetzt die Lafo Bounce, der Eddie, das Alpha-Tier, und dann hätten wir da noch. Was könnten wir jetzt da machen? Ich könnte einen Femininosaurus oder irgendwie sowas nennen. Was meinst du, Kitty? Schreiben Sie mal schnell. Femininosaurus. Femininosaurus Kit. Wie findest du das? Kitty, er heisst jetzt mal so. Er heisst jetzt mal so. Femininosaurus Kit. Und jetzt gehe ich noch schnell zu den Park Rangers. Kitty, wenn du Einspruch willst haben, dann rein in den Chat damit. Park Rangers, ja. Lockbounce. Im Moment heissen sie geile Siechen 1 und geile Siechen 2. So haben wir das gelöst. Wir können sie natürlich jederzeit umbenennen. Und Unterstützungsanlage 1. Okay. Egal. Findest du gut? Sehr gut, Kitty. Päcki, grüezi wohl. Schön, dass du reinschaust. Du schaust jetzt hier leider gerade zum Schluss rein. Ich muss tatsächlich langsam Feierabend machen.
Geht's dir gut, Peggy? Es ist auf jeden Fall schön, dass du noch schnell reinschauen kannst. Aber haben die kein Bild? Ah, du meinst so, Dudes selber? Ja, das ist halt das einzige Bild, das sie haben, ist da der Ranger, so ein Auto. Endlich benennen wir mehr das Auto als sonst irgendetwas. Aber auf jeden Fall, das können wir uns auch noch schnell anschauen, für all die halt Jurassic Park auch so geil gefunden haben, wenn ich. Schauen wir uns da nochmal schnell den Karren an. Ah, da sind sie ja. Wer sind jetzt der genau? Geile Siechen, zwei sind das. Werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehege. Da sehen wir die beiden Dudes. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall. Okay, ich tue noch schnell pausieren. Was habe ich noch verpasst? Oh, schade, ich bin mit den Kids draussen. Okay. Ich bin nicht schlechter als Tierpflegerin, Bounce. Hast du doch vorher mal so ein Fenster offen gehabt mit so ein paar Avatars? Aha, das sind meine Mitarbeiter. Ja, aber dort ist das Ranger-Team nicht dabei. Das sind meine Wissenschaftler, genau, das war es. Die können wir uns schnell anschauen. Und das ist gut, dass du das noch erwähnst. Wir geben jetzt hier noch ein bisschen Geld aus, um die in die Ferien zu schicken. Bounce, das wäre doch auch geil. Wenn der Arbeitgeber sagt, so, geh in die Ferien und da $75.000 bekommst du auch noch gerade, mach damit, was du willst. Dafür kannst du einfach nur 2,5 Stunden in die Ferien. Ist doch geil, oder? Ist doch geil. Aber da haben wir Ferreira, Tar, oder wie er heisst, der Fadl und Giacobani. Giacobo. Ja, die kann man, glaube ich, wirklich nicht benennen. Ich kann aber, das habe ich da jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Ich kann mal schnell schauen, vielleicht kann ich sie ja gleich. Ich kann sie tatsächlich umbenennen. Bounce. Oh mein Gott. Also komm, Bounce. Du hast es entdeckt, du hast mich draufgebracht. Sag mir wer. Sag mir einen Namen, bitte family-friendly, passend, so dass ich noch weiter streamen für brack.ch in Zukunft. Wir schliessen jetzt so ab. Wir schliessen ab, indem der Bounce jetzt noch schnell da einen Namen verteilt. Namen vergibt. Serious Siech und Härte Siech. Oh, Warlock. Serious Siech und Härte Siech. Ich weiss wieso. Ich verstehe unseren Insider-Joke. Ja, da mache ich mal für das Ranger-Team. Das finde ich sehr gut. Das machen wir jetzt. Wir passen die ein bisschen an. Und wir machen da Serious Siechen. Dann muss ich da nicht durchnummerieren. Das ist sehr gut. Wir machen Serious Siechen und Härte Siechen. Warlock, merci für den Input. Härte Siechen. So. Check, Serious Siechen, Härte Siechen. Gut, dann habe ich im Warlock seinen Input auch integriert. Becky, mir geht es auch gut, danke. Mir geht es auch gut. Kann mich nicht beklagen. Können wir mal ein Wärterhäuschen filmen? So, Big Brother. Einmalig kann man den Deal ja annehmen. 2,5 Stunden kommst du ja nicht mal von der Insel, ja true. Du bist unterwegs mit dem Helikopter, hast noch die Musik von Jurassic Park auf der Ohr und dann kehrt es einfach wieder um. Ich wäre dafür, dass der Giacobo ab jetzt die Kitty ist. Der Giacobo soll Kitty sein, aber nur mit Vornamen Walter Andreas. Also, let's go. Dann haben wir da so eine Kombination von zwei Wünschen. Das können wir machen. Jetzt muss ich noch schnell schauen, wo wir sind. Also, Giacobo.
Wieso Jacobo? Wo war jetzt das gewesen? Da? Also, nein. Da. Also, jetzt Walter Andreas. Wirklich, ja, also ich mache einfach, was ihr sagen. Walter Andreas Kitty. Ich muss nochmal schnell schauen. Ja, es ist aber geil, weil sie wird jetzt auch, sie heisst jetzt einfach Kitty da. Walter Andreas Kitty. Es ist gut, das ist echt gut. Ist das in Ordnung? Auch Kittler. Kitty, ich glaube, es ist gut so. He? Wir lernen es so. Es gefällt mir, dass die Kitty heisst und zum Vornamen Walter Andreas. Und sonst Kitty, wenn du wirklich Kittler willst, go for it. Machen wir. Ich hoffe, ich darf noch weiter streamen für brack.ch. Solange wir nicht das andere Wort nehmen, ist, glaube ich, alles gut. He? Kitty, du darfst sonst noch entscheiden, wenn du nichts sagst, dann heisst jetzt tatsächlich einfach Kitty. Gut, lieber Chat, wow, es ist fast halb. Wir haben ein bisschen überzogen, aber war geil, es macht echt Spass, das Spiel. Also ich kann es jedem empfehlen, der gerne ein bisschen Aufbau hat, gerne gemütlich, gerne doch einmal so ein bisschen Action da in einem Velociraptor-Gegner, das sind Triceratops da. Das staut dann auch immer gerade wieder da wegen unseren Velociraptor. Also da haben wir übrigens da gesehen, gerade wie man so zu und her geht mit denen. Einfach schnell mit dem Schwanz da das Ding weggeschüttet. Ja, das ist der Grund, wieso wir fast kein Geld haben. Wir machen nur Minus. Jedes Auto muss auch direkt ersetzt werden, wenn es da aus dem Käge rausfährt. Das ist ein bisschen das Problem. Gut, Kitty, dann lassen wir es so, wie es ist, wenn der beides recht ist. Ja, musst du aufpassen, sonst schickt die Brack auch für 2 Stunden Ferien. Und dann noch 75'000 Geld, oder? Damit ich auch gescheite 2,5 Stunden Ferien machen kann. Du hast 100 Autos, aber noch besuchen. Siehst du überhaupt, dass ich... Aha, du meinst, da hockt gar niemand drin. Wieso fahren die eigentlich um? Sind denn die bescheuert? Ja gut, ich meine, ich kann sie verstehen, die sind angestellt da und die müssen ihren Job machen und die denken, ja mein Gott, entweder mache ich nichts oder ich fahre halt jetzt auch mit dem leeren Auto um und riskiere mein Leben dazu, oder? Wie man da so schön sieht. Sehr gut. Ja, vor allem muss auch wieder mal irgend so ein gemütliches Game spielen. Du hast schon... das habe ich schon gelesen. Hey, danke für den Stream und hoffentlich bis gleich wieder. Kitty, danke, dass du da gewesen bist. Chat, danke euch allen, dass ihr da gewesen sind. Hat wirklich Spass gemacht, wie gesagt. Ich kann es empfehlen. Ich bin ein riesen Jurassic Park Fan. Ich könnte das echt Stunden zocken. Und darum... wechsle da mal noch schnell... auf den anderen Screen, so, hier. Darum ist auch die Idee, dass ich das tatsächlich auch mal auf meinem Channel zocke. Mal schauen, wenn. Und jetzt, wenn wir schon bei der Self-Promotion sind, ziehen wir das gerade durch. Ja. Ich streame jeden Samstag auf meinem Channel twitch.tv/treuhammerren. Aktuell bin ich an The Last of Us Part 2 dran, bei ca. der Hälfte. Ja, lieber Chat, ich bin dort, wo ihr das Gefühl habt, dass ich es bin. Meine Reaktion... Ja, könnt ihr nachschauen. Ja, mit dem geht es mal weiter, aber vielleicht baue ich eben mal so einen Stream ein, wo ich wirklich da mal so gemütlich im Jurassic World Evolution 2 einen Park aufbaue. Wirklich so, und so richtig schönes Detail gehen mit Dekorationen. Wir haben da mal auch angefangen mit Dekos und so. Da Eingangsbereich und so. Aber da kann man wirklich Stunden verbuttern. Und das mache ich eben schon noch gerne. 75k CHF, Verhandlungssache. Gemütlich ist immer gut. Ja, fände ich an, Päckchen, wir haben es auch schon drüber gehabt. Gemütlich ist genau mein Ding. Ich glaube, dies eben auch. Darum schaue ich auch bei dir sehr gerne zu, weil es einfach gemütlich ist.
Der nächste Stream von uns, jetzt bin ich wieder mal nicht vorbereitet. Hey, bin ich wieder nicht vorbereitet. Ich sage jetzt auch mal theoretisch. Wenn jemand von brack.ch rum ist, darf er mich gerne korrigieren. Theoretisch gibt es morgen noch Klemmbausteine und soweit ich weiss, hat Steffi ihren Stream auf einen Freitag verschoben. Genau, das gibt es diese Woche noch. Mich gibt es ganz normal am nächsten Mittwoch mit Spiel bis jetzt noch unbekannt. Mal schauen, was ich spiele. Guardians können wir noch einmal fertig machen. Wir können hier weitermachen. Vielleicht finde ich noch ein Spiel, wo wir neu anzocken können. Ja, finden wir raus. Muss ich wahrscheinlich dann spontan entscheiden. Genau. Auf jeden Fall, lieber Chat, danke nochmal vielmals, dass ihr da gewesen seid. Hat Spass gemacht. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Abend. Sicher bei den Dinos weitermachen. Es würde mich eben schon reizen, Banz. Es würde mich wirklich reizen. Aber wir sehen es dann. Ich werde ja eine gewisse Abwechslung reinbringen und ich werde dann auch dann halt noch nachher fragen, ob das auch okay ist, ob das im Sinn von unserem Channel ist, ob das dem Content, der Abwechslung entspricht, wo man gerne will. Genau, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Und ich würde mich freuen, euch wieder zu sehen, euch wieder zu lesen. Genau. Lieber Chat, macht's gut.